bin ich schon da, ja. Also, servus, grüß euch, habe die Ehre. Ein neuer Livestream, ein neues Glück. Versuche einmal ein wenig ein Bild zum Zusammenbauen, zum Zusammenformen. Muss ich so ein wenig testen wollt. Wenn es dann nichts wird, dann spiele ich einfach die Projekte weiter. Ja, kann man vorher aber nicht so genau sagen. Eins in eigener Sache noch. Ich habe vor, dass ich Feldwalzen und Tour mache und euch die hm, oder einige von den besten Standorte zeige in Bayern, wo man Urlaub machen kann. Sollte euch das interessieren, ja, lasst mir das bisschen da im Kommentar, ja, ist eine gute Idee oder nicht. Ich werde es zuerst einmal nicht teilen, in zwei Channels zu machen, sondern alles auch im Gaming-Kanal einfach reinhauen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich habe einfach festgestellt, dass sehr viele Hotels gibt, die wo einfach auch total ausgeschaut sind mit den Preisen und da ist schon 30 in der Gastro Arbeit, was ist doch ein paar Platzal bei uns oder in der Umgebung, die wo jetzt für einen Urlauber vielleicht einen Vorteil warten, weil Schnitzel da nicht 18 € kostet, sondern allweil noch die 8,90, was früher auch gekostet hat. Also praktisch so Plätze für Familien, mehr oder weniger, da wo du nicht unbedingt sparen kannst, aber da wo es halt günstiger ist als wie woanders. Weil günstig ist heutzutage gar nichts mehr. Also mal so am Rande. Schreibt mir da mal in die Kommentare ein, ob das gut ist oder nicht. Oder ja, ob es bleiben lassen soll oder gleich einen anderen Channel aufmachen. Der Sano hat gemeint, tatsächlich, ich soll das gleich einen neuen Channel machen, aber da ist mir jetzt der Aufwand zuerst einmal ein wenig zu viel, ehrlich gesagt. Ja. So, ich habe nicht direkt den Spiele-Creator-Channel, sondern, ja, wie soll ich sagen, einfach nur ein YouTube-Channel von einem Spieler, ne? Also das, weil für das andere, dass ich es sinnvoll gestalten könnte, ja, einfach zu wenig Zeit habe. Aber das wisst ihr eh alle, die wo mir abonniert haben. Aber ab und zu, jedes blinde Huhn findet auch mal ein Korn, wenn es lang nur bäckt, ne? Und so ist es bei mir wieder. Jetzt sind wir weiter im Text, also packen wir's. Jo. So, da warten wir wieder. Hallo, die Bratpfähl, schauen wir mal, was wird heute. Ich hab da so IT gehabt, ich muss das unbedingt einmal probieren. Aha. Ui, Freeze. Spiel abgestürzt. Ah, wie lange ist denn das schon immer passiert? Aber total brutal. Sauber. Du schaust erst einmal blöd, gell? Ja, abgestürzt. Okay. Ist zuerst einmal faszinierend, würde ich sagen. Moment, dann probieren wir es noch einmal. Ah, also, das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert. Ich habe vorhin gerade ein Microsoft Network Update gemacht, aber ich habe sonst noch nichts abgedatet, weil dann beißt sich das schon wieder, möchte ich sagen. Hä? Oh, jeder Schwede. Ja, unglaublich. Hm. Aber wieder interessant, die ganze Garde da beim Division. Ja, braucht ein bisschen. So, jetzt probieren wir es dann noch einmal. So war jetzt nicht der Plan. Aber ja, öfter mal was Neues, gell? An Ton habe ich auch wieder keinen. Einen Ton. Hm. Ah ja, da. Vollbild wieder machen, oder? Probieren wir es nur einmal. Aha,
Wieder abgehackt. Oder? Jetzt wird uns hier, gell? Ja, ich melde mich dann später noch mehr, habe ich das Gefühl, ja? Task beenden. Jetzt geht der auch nicht mehr. Oh, leck mich doch am Arsch, oder? Ja, Leute, es tut mir leid, aber ich werde jetzt dann. Ich muss noch mehr ausschalten. Geht nicht. Sagt mal ein Taskmanager auch nicht mehr. Ja, lustig. Ja, Leute, ich probier's dann noch einmal, gell? So ein Schwachsinn. Schon wieder mal. Fantastisch. Ich probiere es jetzt nochmal zum Starten, die ganze Garde. Oder Update gemacht. Nomi 1. Aber Windows ist mir vorhin nur zweimal bei 12 oder 13% hängen geblieben. Schauen wir mal, was er macht. Dann probieren wir es einfach nur einmal. Fantastisch, würde ich sagen. Viva Austria. So, soweit waren wir schon mal. Die steppert erst. Was da für Probleme haben, das darf mich echt interessieren. Ich bin kein Programmierer nicht, aber kann ja nicht so tragisch sein. Ja, guten Morgen zuerst einmal, gell? Jungs und Mädels. Ich habe ein Problem mit der Division starten. 12% Ladescreen und abgekackt. Jetzt habe ich das gerade ein bisschen, ja, versucht zu beheben. Jetzt schauen wir mal, wie weit das geht. Screen, das ist 6. Nix. Oh, ja. Das tut mir jetzt leid, gell? Jetzt haben wir 4:30 Uhr. Das wird eigentlich anfangen. Aber Rentempeln. So. Soweit waren wir vorhin schon einmal. Ich weiß nicht, warum das schon wieder rumzieht, da das Scheibengleister da. So. Das hat vorhin auch noch funktioniert. Klink. Ich brauche trotzdem einen Vollbildschirm. Ich verstehe es ja auch, keine Ahnung warum. Bestätigen. Startseite. Fortsetzen. So. Oh, jetzt sind wir schon mal weiter wie vorhin. Einspeise empfindlich, gell, aber wenn irgendetwas nicht zusammenpasst, dann mag es nicht. Schön, und geht's. Sicherer Bereich betreten. Und der passt. Lass mich raten. So. Jetzt gehen wir gleich mal da oben. Was haben wir da? Belohnungen. Sehr gut. Was brauchen wir da noch für Zeichen? Alles gleich. Okay. Schwachpunkte. Ja, das kriegen wir hin. Legendär wollten wir spielen, ja. Da braucht jetzt ein paar Mitspieler. Kann man das probieren. Aber jetzt muss ich zuerst da was probieren. Ich habe mir das nämlich gar nicht angeschaut. Elite. Benannt, genau. Anders.
Haut schon nicht schlecht aus, gell? Naja, doch. Das war jetzt nur so der Plan. Jopla. Das war jetzt das Set. Ich wollte das eigentlich probieren mit dem so ein umstrukturieren. Das merken wir uns jetzt einmal so. Habe ich schon eingedudes Set für Discord-Mitglieder, bei denen ist das zum Abrufen, beziehungsweise bei mir am Discord kann man das, wenn man Joint abrufen, das ist ja, ganz Zuckerl für meine Member, die kriegen das ein wenig eher. Allerdings ist halt auch notwendig, da ich das nicht anders machen kann, wächst meine Follower, ich brauche 500 Follower, sprich 1000, wo ich noch ewig ziehen kann, damit ich da bei YouTube auch was Gescheites anfangen kann, sprich exklusiv Builds für Mitglieder etc. zum machen. Ja, und jetzt habe ich es einmal so drum, das wollte ich jetzt probieren mit dem Ding da. Was man da zusammenbringt, da muss ich jetzt oben umschalten, gell, ja. Da müssen wir jetzt da mal umbasteln. Das dazu da. Eigentlich theoretisch. Ausrüsten muss ich sagen. Wo ist das Apartment? Da ist. In der Hand. 5 Meter. Ja, kann man gelassen, ja. So. Aber das was wollte ich jetzt da probieren? Da wollte ich jetzt anders drum probieren. Da brauchen wir ein bisschen mehr Bums, beziehungsweise muss man ein wenig anders arbeiten. Mal so probieren. Und da brauchen wir dann Schaden, genau. Das vielleicht. Ja, da. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4. Falsch. Geht nichts gut.
zu wenig. Oh, leck. Memento habe ich auf dem falschen. Was ist mit dem Memento, wo ich bin? Na, ist auch nix. Wo habe ich jetzt den? Den habe ich voll scheiß am falschen Charakter. Uah. Am falschen Charakter. Braucht man jetzt überhaupt nicht irgendwie. Kommt immer wieder aufs Gleiche aus. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja. Ja, da man kann dabei sein. Das ist ein Bild vom Red Rabbit. Der Bursche ist gut. Und ich weiß nicht, ob es 100% so nachgebaut hat, aber es basiert auf dem, was der baut hat. Und der Striker da, der Striker-Tank, der ist echt geil. Das ist einmal so am Rande. Mal gleich mal einen Screenshot machen und nochmal probieren. An zwei alte Waffen, nichts Neues nicht dabei, aber für den einen, der es noch nicht gesehen hat, ist vielleicht auch interessant. So. Ist sehr tanky und machst auch doch gut Schaden. Millionen, glaube ich, pro Schuss. Letztendlich. Das ist so richtig heftig, heftig. So. Das. Ich wollte schauen, ob ein Rucksack da dabei ist. Da ist er. Gut. Den brauchen wir in der Kiste. Mit der Ausrüstung In die Kiste. Inventar. So. Was haben wir da noch? Irgendwas mitnehmen. Nö. Die da mal ein, die Kiste. Charge Providence Stevens, okay. Karen Harris. Schau. Na, schauen wir mal. Das ist noch nichts so perfekt prickelndes da. Oder fällt mir gerade ein, da kann man den da schnell abladen. Ui, 30. Ab und zu läuft es wirklich auf, gell? So. Machen wir nochmal einen Retourflug. Und der 4 in der Früh mengt noch nicht viel, gell? Aber 88 Freunde online. Oh, Leid, was das ist. Die sprengen alles. Sicherer Bereich entdeckt. So, jetzt. Kleine Preise, große Auswahl. Das gibt's nur bei mir. Den mitnehmen. Den ausrüsten. Schaden drauf. Schaden der kritische Treffer. Haben wir extra Bonusrüstung. Was kann man da anfangen damit? Was kann man mit der anfangen? Geht's das schon wieder nicht? Jetzt. Waffenhandling. Präzision. Okay. Komisches Ding. Schaden gegen ungedeckt sind Chance auf. Okay. 57 und 115.
in der Konstellation, aber da braucht jetzt da noch mal eine Maske. Und dann haben wir weniger. 46. 46. So, 46, dann haben wir drüber. Hoppla. 46, dann haben wir drüber. Was haben wir da? 52. Nö, du. Rüstung durch Kills. Wow. Matthias wieder. 60 Capu. Nochmal umbauen. Ja gut, von dem können wir es nicht mehr. Dann haben wir da nochmal. 12 irgendwo hier zaubern. Wo haben wir jetzt? 58, 116. Aber so spielt glaube ich jeder. Das andere ist wieder heftig. Ja, was ich nachschauen wollte. Oder ein Laser kann man da nicht aufhören. Okay. Schlecht für mich. Das haben wir da nur so. Einschüchternd haben wir da auch. Nein, halt da. Nein, nicht. Falsch. Was haben wir da noch? Haben wir da noch die das Opfer. Da haben wir einen Gefahrenschutz. Jägerkiller. Da hätten wir eine. Schaden, Chance, MP-Schaden. Das kann man jetzt probieren da. Schaden, Chance. Wo ist jetzt sicher mal? So. Wieder nicht geschnallt. Daher. Das da. Zzzt. Dann haben wir jetzt das nicht angenommen. Hey. Er nimmt es nicht. Er nimmt es nicht. Noch nicht. Ich bin jetzt schon wieder, geht das nicht. Ach so.
Ich habe nicht genügend Platz im Inventar. Dann müsste jetzt gehen. Basteln. Das da. Und das da. Und zwei. Dann brauchen wir Shield. Ja, guten Morgen. Ich bastel gerade ein bisschen um und um. Vorheriger Erfahrung im Polizei- oder Militärdienst erhalten Priorität. Jetzt ist es aber laut geworden, gell? Ich hab grad gedacht, ich mach das jetzt mit der. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich spielen, weil das geht ja so nicht. Oh, ist das laut, Alter? Warum ist denn das auf einmal so laut? Krass laut. Ja. Schauen wir mal, hat er gesagt. Guten Morgen. Ich bin gerade am Rumbasteln und am Rumlaufen. Jetzt stresst mir dann gleich meine Ohrwaschel, weil das Scheißding so laut geworden ist auf einmal. So, jetzt auch. Einfach mal was versuchen. Obwohl ich das eigentlich mit der anderen Westen eher probieren wollte, aber ich wollte es jetzt nicht umbauen. Kann man da was sagen bei der da? Na. Ja, Reparaturfertigkeit. Ich probiere es jetzt mal mit der schnell. Was da geht. Johanna, hier! Zivilisten in Gefahr. Ob so das gefällt, das funktioniert ganz gut. Muss ich gerade den Schmarrn da umbauen, weil ich habe falsche Tastaturbelegung mal gewählt. Ich drücke den ständig die verkehrte Tasten. Wow, was sagt denn zu meinem Outfit?
Like a boss, what the fuck? Das kann man gar nicht lesen. So. Jetzt kann ich es umdrehen. Das gehört da hin und das andere gehört da hin. So rum. Jetzt verdrücke ich mich auch nicht mehr. Mal testen, ob das Ding funktioniert. Ohne Gesichter! Wehre mich mit Ziel! Schaltet es aus! Er ist da! Wo sitzt er denn? Registriere zusätzliche Feindkontakte. EMP! Flankiert den Feind mit dem Schild! Was für ein Idiot! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Kein Lebenszeichen bei Agent. Hey, du. Geht bestimmt gut. Da braucht man wieder einen Flow. Jetzt habe ich schon mal gebaut, so, glaube ich. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Man könnte es ja auch anders bauen. Mal schauen, ob das so hier hat. Gekühlt, Rüstung insgesamt. Springsatz, Widerstand. Machen wir es mal ganz anders. Machen wir es mal ganz anders. Machen wir mal den da. Chance auf kritische Treffer. Dann haben wir das drin. Dienstleister. Aber das ist wieder klassisches, ein klassisches Teilchen. Na. Das ist nichts Neues. Wie war jetzt das? Aber schade schon. So. Das haben wir auch das gleiche drin lassen. Dann haben wir da haben wir den gehabt. Da haben wir das gehabt. Und so spielen wir. Ich mag jetzt ein bisschen zocken. Nicht rumbasteln. Gehen wir da eh 36 plus 10, 46. Das mal ausbauen. Dann brauchen wir auch nochmal 12er reinklatschen irgendwo. So. Dann machen wir das da. Ich muss den legendär Union-Einsatz noch machen. Den werden wir jetzt gleich mal durchklatschen. Ob dieser Loa schafft? Oh, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was geht denn jetzt da ist?
Mhm. Mhm. So, jetzt so. Haufen Scheiße wieder zerlegt hier. Da ist die M60, 124 Kugeln. Ja, ne. Infanterie, die bleibt bei der. So, ich bräuchte mal kurz ein paar Leute, die mir helfen, den legendären Einsatz zu meistern. Haben wir da? Haben wir da? Herakles, ja, servus. Da ist ein neuer. Herakles ist cool. Der griechische Mythologie heißt. Fortschritt, Sammelobjekte, Funksprüche. Haben wir voll. Oh. Fahndung erster Abtrünniger. Okay, da gingen einige ab. Coney Island. Na, das schaut das an. Haben wir bei Belobungen Fortschritt. Was brauchen wir da noch? Sammelt da wäre noch nicht. Okay. Die Herausforderung mindestens einmal absolvieren. Okay. Schwierig. Eine echte Herausforderung für Profis. 6 gegen 30 Sekunden verbrennen. Wow. Das läuft nicht. Hätte ich gesagt. So, jetzt haben wir die Kisten voll, damit wir wegen mehr Platz haben. Jetzt 7 Teile. Inventar. Dann haben wir ein bisschen was Retour. Zweiten, den brauchen wir nicht. So, dann das weg, das weg. Noch 2 Trümmer weg. So. Halt, da haben wir noch einen Mod vergessen. Geht nicht. Haben wir jetzt da. 36 plus 10, 46. Okay. Da müssen wir noch ein wenig basteln bei dem Ding da. Waffenschaden. Geht schon wieder nichts mehr. Was geht denn da? Was ist denn dies für Zeug da? Hä? Was ist denn das? Sie zu sehen, Agent. Achso, ein Bierchen. Achso. Es hat die Punkte selber. Jo. Der. Da ist keiner online. Da ist auch niemand online. Scheiße. Jetzt haben wir da District Union Error. Hallo, bitte das Ding nicht bocken, ha? Muss man testen. Ist eh nur so eingestellt. Mach die Walzen einmal. Spielersuche. Einladung in die Gruppe eines anderen Agents erhalten.
Haben wir da mal Bursche. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Sie haben Ihr Missionsziel. Lassen Sie sich von nichts aufhalten. Direkt hier! Ein weiterer Agent hat sich Ihrer Gruppe angeschlossen. Ziel eliminiert. Sehe das Ziel! Juhu. So. Noch ein Hubschrauber. Wird doch. Lebensfunktionen kritisch. Schwere Verwundung entdeckt. Agent kampfunfähig. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich.
So. Lebensfunktionen kritisch. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Agent am Boden. Ah, die rennen für die wie blöd, oder? Krass. Ouroboros. Schwere Verwundung entdeckt. Agent am Boden. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Megatron. Oh ja. Und los geht's! Um 9 Uhr! Heute die als neues Niederhaus ist gesehen. Ja, faszinierend.
Ein Agent braucht Unterstützung. Nice Spiel da. Schießt doch! Einer ab! Ton auf den Weg! Verbündet! Agent am Boden. Lebensfunktionen kritisch. Agent außer Gefecht. Schwere Verwundung entdeckt. Kein Lebenszeichen bei Agent. It's not too late. Yeah. Oh, shit. Oh, fucking hell. Sorry, coming. Fucking hell. Fucking hell. Deswegen Mahlzeit. Prosit. Sorry, guys. Hab einen!
So cool über da, gell? Das ist unglaublich. Singt da, Kopf da. Eieiei. So, jetzt bin ich gespannt, gell, was das heißt da. Oder ob es uns zerlegt. Wo ist er denn? Da ist er. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent am Boden. Ein Agent braucht Unterstützung. Schwere Verwundung entdeckt. Agent am Boden. Ah, bollocks. Sorry, guys. Yeah. Nice one. Lebensfunktionen kritisch. Systemfehlfunktion. System reaktiviert. Schwere Verwundung entdeckt. Agent kampfunfähig. Oh mein.
Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ein Agent braucht Unterstützung. Easy, easy, easy. Good shit, boys. Good fucking shit. Ein Agent hat Ihre Gruppe verlassen. Sie wurden zum Gruppenleiter befördert. So schnell geht das, gell? Wahnsinn. Lauter Gestörte. Bereich betreten. Lauter Gestörte. Haben die da durchgegackert, ey. Ja, und was da haben wir da? Schauen wir mal, was wir da so ausbackeln können. Das war jetzt nichts. Wie festgeklebt. Ist gar nicht so schlecht, gell? Die Poltermamui. Wie festgeklebt. Da. Nichts so Gutes. Was haben wir da schon? Süße Träume. So. Oh Gott. Ah, so, den weg. Süße Träume weg. Hoppla. Da haben wir das da. Hä? Ah. Brauchen wir auch nicht. Das hätte schon gut. Mir taugt das voll irgendwie. Was habe jetzt 15 SAD gemacht?
Das kann nicht sein, oder? Ah, wie geht denn sowas? Was haben wir da? Kann ich nicht aufmachen. Ach genau. Kann man mal schauen, was der Bursche hat. Haben wir denn? Da haben wir. Mein Kaffee ist gut. Da ist drin. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Nein! Übertragungsradius begrenzt. Oh mein Gott, Nur Darkzone. Nahbereichsabdeckung. Das war die falsche Richtung. Darkzone verlassen. Ich wollte ja dann aus. Das war jetzt aber schon ein bisschen spät gekommen, da der Sound. Ich brauche einen Snitch. Kommen Sie her, ich habe neue Aufträge. Meine Aufträge sind immer gut. Ja, gut. Zivilisten in Not. Wo ist der Gaudi? Bursch, da ist er. Öffnet in 20 Stunden. Na. Händler abgeschlossen. Danny Viva, 20 Stunden. Na, super. Was haben wir jetzt da? Ist noch da so Black Task, Black Task. Regierungsbunker. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Jesus Maria. Vergessen umschalten. So. Black Tusks sind in den Bunker eingedrungen und haben IT-Forensiker auf den alten Shade-Knoten angesetzt. Wir müssen sie ausschalten. Lebensfunktionen kritisch. Wow. Agent außer Gefecht. Siehst du? Sie sind jetzt Gruppenleiter. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Ich komme hier nicht weg. Michel. Servus, habe die Ehre. Bin im Discord bei mir. Kannst du reinspringen? Können wir ein bisschen ratschen. Morgen. Na, servus. Auch schon fit? Bist du wieder im Stream? Ich bin im Stream, ja. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Warum? Stört dich? Ja, guten Morgen. Ah, du redest über Ingame. Ja, ich bin im Stream und kannst bei mir im Discord joinen. Dann können wir miteinander normal reden, sonst muss ich aber draufdrucken. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Okay. Ja, nutze ich kaum noch hier Discord.
Ist ja auch keiner mehr drin, großartig. Sichern Sie den Bereich vor dem Bunkereingang. Prüfen Sie, was Sie aus dem Wrack geholt haben. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Ah, jetzt habe ich es gefunden, die Scheiß-Tasten. Hello, my friends. Mitchell, kommt zu mir auf den Discord. Abgeschlossen. Oh, Ich Sie hab haben die tausende beschädigte Adresse Daten der noch Shade-Netzwerkserver rausgelöscht, ja. gesammelt. Ich wusste gar nicht, dass die Black Tusks so Oder den versiert in Kanal IT-Forensik einfach sind. gelöscht. Einladung ist bei mir ein YouTube-Link drin. Aber da sind einige Leute. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. So als Vorschlag. Oh, ich guck mal nachher. Ja, ja. Ja, gut, weil bei mir so ist Clan übergreifend, also ist scheißegal wo und wie, wer wo drin ist, weißt Feuert aufs Ziel. Oh, ein paar sind im Urlaub, ne? Und dann kam ja noch dazu, dass die XP von dem Clan nicht mehr gezählt haben. Ja, da haben im Moment viele weggegangen. Ja, das sind Kleinigkeiten. Findet sich. Geht es ja nicht um XP zum Farmen etc. Es ist einfach ein Spielspaß. Ist doch scheißegal, ob mal was nicht funktioniert. Aber manche sind da empfindlicher.
Jo, so ist das. Pyromox. Da war wohl nix. Caps Lock. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gefunden, das First Descendant, das kannst du da irgendwie knicken. Das ist immer das gleiche Scheiß. Taugt das nicht so wirklich. 50 Cent meinst du jetzt? Ja, genau. Ich habe nur ein Spiel so laut, ich verstehe das so schlecht. Na, der First Descendant, ja, das ist schon nicht schlecht gemacht, grafisch und so weiter. Aber das Problem ist ja, dass immer der gleiche Scheiß kriegt. Egal welcher Charakter, immer wieder von vorn und immer wieder von vorn. Und, Das hat mich an das Spiel von BioWare erinnert, weißt du? Da habe ich mir gesagt, nee, tue ich mir nicht nochmal an. wegen der Firma oder was? Nee, vom Gameplay her. Und Achso, gut, ich meine, die haben es vielleicht ein bisschen besser umgesetzt, ne? Aber nö. Ja, ich bin halt die ganze Zeit überlegen, was ich spielen soll, weil das ist Division 2, ne? Das ist auf Dauer, das wird auch nichts. Ja, und das andere, was sie jetzt gerade aktuell alle spielen, ja, muss ich mal gucken, ob ich das gleich auch nochmal ausprobiere. Ich weiß nicht, ob du das hier schon gespielt hast. Ich schreib's mal in den Chat rein. Once Human, ja. Human, ja. Das ist auch wieder so Free-to-Play, oder? Das ist Free-to-Play, genau, und ja, auch wohl mit sehr Survival, das ist auch nicht so mein Ding, ne? Aber ich habe es auch angespielt und ich sag mal ganz ehrlich, wenn man bedenkt, dass es Free-to-Play ist, ne, und da haben die echt viel Energie reingesetzt, ne, in das Spiel, finde ich. Ich hab's noch nicht angeschaut, aber wir haben schon ein paar geschrieben, mal schauen, ja. Ich hab Starfield jetzt einmal drauf. Schauen wir mal das an. Aber ist nicht unbedingt mein Generé, ne? Bist das du mit den Bomben? Ich sehe da hinten. Nee, ich habe noch nichts gemacht. Fokussiere Feuer. Mit dem Set, wenn du umgehen kannst, ist das echt brachial. Aber ich kann's nicht, ich schaff das immer nicht. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ja, ich sag mir immer, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe, dann muss ich davon auch überzeugt sein, dass ich das so längere Zeit spiele, ne? Sie haben eine Drohne gestartet. Hast du vollkommen recht, ja. Ich habe damals bei Star Wars habe ich unheimlich viel Geld hingelegt für diese Ultimate Edition oder so, ne? Ja, da war ich wieder so enttäuscht, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Ich meine, das ist immer noch auf dem Markt, ne? Also. Oh. Ja, ich hab für Division damals 180 € bezahlt. Und das hat sich rentiert.
Mhm. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich kein Game mehr gefunden, das was wert wäre, so viel Geld zum Bezahlen. Ich habe alle wieder zurückgegeben bis jetzt. Mhm. Ja, ich habe in Star Wars The Old Republic, da habe ich so viel Geld hingelegt. Star Wars bin meine- ich nicht so fit. Ich meine, am Anfang war gar es ging, sag ich mal so, aber die Umsetzung war auch wieder schlecht, ne, wie immer. Angriff! Schwere Verwundung entdeckt. Hab einen! Die Rüstung fällt auseinander! Ja, das ist. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sie haben unsere Daten mit ihren eigenen abgeglichen, um gegen sämtliche Gruppierungen der Stadt vorzugehen. Sie sind wirklich schnell dabei. Ja, ich bin schon wieder stark am Überlegen, ob ich nicht World of Tanks wieder mal zwischendurch mal so ein bisschen spiele. Ne? Im Innern des Bunkers dürfte mehr los sein. Bleiben Sie wachsam, Agent. Aber die funzen das Spiel ja genauso mittlerweile. Früher haben, ja, nicht lustig wegen den Haufen Bugs, was drin sind oder was auch nicht. Nö, die Box eigentlich viel weniger. Die haben jetzt so viele Panzer reingepackt. Und alle können sie mittlerweile so weit gucken, ne? Oder enttarnen. Nee. Hat auch nichts mehr mit Taktik zu spielen, ne? Was die da im Moment da spielen. Nee, das ist im Moment eigentlich überhaupt nichts, aber was will ich machen, ne? Wenn ich anderes da auf dem Markt ist, dann ist ja auch Free-to-Play. Das kann ich ja wenigstens, brauche ich ja wenigstens nichts bezahlen. System wieder online. Lebensfunktionen kritisch. Systemfehlfunktion. System reaktiviert. Ui, ja. Bingo Bongo. Agent am Boden. Schwere Verwundung entdeckt. Das fetzt ganz schön da.
Wie gesagt, ich werde mir Starfield mal genauer anschauen und mal schauen, was das bringt. Aber es ist nicht so ganz mein Generell, ne? Also das weiß ich auch nicht, das ist für mich zu zeitaufwendig, die ganze Scheiße. Ja. Ja, bei uns haben einige mit EVE Online angefangen. Ja, ist auch extrem intensiv, ne? Vorsicht! Von der Zeit her. Ja, und dann halt das andere, weil ich da geschrieben hatte, ne? Damit sind wir auch ein paar angefangen. Ey, ich brauche halt Apps ohne Speicherpunkte. Da wo ich anfangen und einsetzen kann, wie ich lustig bin, weil ich habe immer nicht viel Zeit zum Spielen. Und da ist das halt lästig, wenn ich irgendwas spielen muss, wo ich schon 4 Stunden dranhänge, irgendwas zu generieren oder zu farmen. Das ist ja scheiße. Diese Truppenbefehle basieren auf den Infos, die Sie vorher gefunden haben. Sehr gut. Je mehr wir wissen, desto besser können wir uns verteidigen. Gut gemacht. Ich habe die Infos an alle Verbündeten geschickt. Oh ja. Schau genau. Caps los. Prototyp Max. Wieder mal lustig. Ja, guten Morgen, meine Freunde. So, haben wir noch? Haben wir da was? Standort für Sie markiert. Unglaublich, da muss man Kaffee holen. Oh, das ist eine gute Idee. Mache ich auch. Ich spring mal eben ins Weiße Haus. Oder? Ne, ich baute damit. Dann mache ich mir auch eben einen Cappuccino. Dauert einen Moment. Ist gut. Few seconds, I will be back. Will be back. Vorsicht, Agent. Ich sehe gegnerische Wachen am nordöstlichen Tor. Los, Agent. Neutralisieren Sie alle Bedrohungen.
da sind wir wieder. So, wo sind wir? So, hello my friends. Servus. Und wieder am Start. Sieht aus, als würden die Black Tusks hier einen Vorposten einrichten. Das müssen wir verhindern. Sichern Sie die Anlage und zerstören Sie alles, was die mitgebracht haben. Hey, was macht der? Ich höre eine Drohne. Überprüfen Sie die Anlegestelle. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Von der Division sind zäh. Feindliche Patrouillen unterwegs zur Anlegestelle. Ich habe was treffen hat. Also, komm. Was wird der schon eingehen? Ja, die sind schon vorgerannt. Ich denke mal, die anderen zwei die sind in Discord bei dir drin. Feindlicher Transporthubschrauber entdeckt. Was bitte? Oder sind die anderen beiden Randoms oder sind die auch in Discord? Na, das sind Randoms. Ja, bei mir zur Division haben sie sich auch ein wenig, ja, geteilt. Sind immer so viele da, die wo früher gespielt haben. Aber die kommen wieder. Ja, kommt ja auch ein DLC. Dann kommt feindliche Zwar Verstärkung dieses auf Jahr Sie nicht zu. mehr, so wie ich damit gekriegt habe, aber Zusätzliche nächstes Feindbiene Jahr. warten an den Verladedocks Im vor Frühjahr Ihnen. soll eine Erweiterung kommen. Ja, ja. Aber ist eigentlich noch viel zu lange hin, ne, wenn man das jetzt sich anschaut. Ne?
Noch locker 8 Monate wohl, bevor der kommt. Sieht aus wie Equipment der Black Tusks. Zerstören Sie es. Ihrer Position nähern sich weitere Gegner. Ja, DLC. Die machen das schon. Der gesamte Bereich muss neutralisiert und gesichert sein. Suchen Sie bei der Baustelle an der Südseite des Gebäudes nach einem Weg ins Hauptgebäude des Potomac Centers. Medikit backt da schon wieder rum. Funktioniert nicht. Achtung, Feindziele bewegen sich auf die Baustelle zu. Ja, ich muss ja auch ein bisschen umbauen zu Hause. Was machst du noch? Ja, ich habe im Moment das Problem, meine DSL-Dose hier im Flur ist, ne? Ah, Und ich kann jetzt im Grunde nur mit Powerline arbeiten oder mit WLAN. WLAN habe ich schon probiert, funktioniert nicht wirklich gut. Und Powerline hat ja meistens das Problem mit dem alten Netz, ne? Ich habe hier ein altes Haus hier. Ja. Jetzt habe ich halt zumindest den Punkt schon mal. Die haben jetzt in dieser Woche Glasfaserkabel bei uns vor den Häusern verlegt, ne? Und jetzt verlegen die bis in die Wohnung rein kostenlos. Das ist irgendwie so ein Angebot angeblich. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Egal, auf jeden Fall muss ich jetzt nichts bezahlen. Die legen vom Keller aus bis in die Wohnung rein. Und jetzt bin ich schon überlegen, ob ich nicht die TRE-Dose dann bei mir ins Arbeitszimmer verlegen lasse, ne? Weil dann habe ich das ganze Theater mit der Powerline und mit dem WLAN nicht mehr. Oder Ja. wenn es geht, oder wenn es geht, eine Zweigdose, weißt du, dass ich 2 Stück habe. Eine im Flur, die würde ich ja ganz gerne behalten. Und halt eine im Arbeitszimmer, wenn das geht. Wenn die das machen, dann würde ich das in der Beziehung machen, ne? Dass ich dann 2 Dosen habe. ja. Ja, ich hab kein Glasfaser, ich hab Kabel. Also von dem her, ich hab halt nur. Bei mir geht es so da, ich hänge am Kabel, also per LAN-Kabel dran, ne? Am Router und der Rest ist alles WLAN. Ich habe aber auch in der Wohnung komplett verlegt. Nur der Rest von die Mitglieder in der Wohnung, die hängen per WLAN dran. Also vom Haus, ne? Weil ich nur einen Anschluss zahlen will. Aber mit Kabel geht es, weil ich weiß nicht, ich habe immens viel Upload. Ich glaube 200 oder 500 MB, glaube ich, oder irgend sowas. Und down geht 1000 MB in der Sekunde. Aber das reicht dann locker fürs ganze Haus. Da brauche ich nicht 4 Anschlüsse zahlen oder so. So mit seinen Bomben, das ist klasse. Ja, ich finde das sowieso komisch. Die haben vor 2 Jahren erst Sie haben Ihr auf Super Missionsziel. Vectoring Lassen Sie sich von umgebaut, nichts ne? aufhalten.
Und jetzt 2 Jahre später fällt denen dann ein, mal eben Glasfaser zu verlegen. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja alleine hier, ne? Und ich habe eine 50 Mbit Leitung gehabt und damit habe ich auch TV geguckt über die Internetleitung, ne? Und das kannst du echt vergessen. Also 50 MB ist zu langsam. Gerade wenn du dann noch HD gucken möchtest und so, ne? Ja, da braucht man nicht reden, das ist zu wenig tatsächlich, ja. Ja, jetzt habe ich aktuell eine 100 Mbit Leitung, weil mir alles andere auch zu teuer ist. Das reicht mir auch erstmal, klar. Ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel runterladen möchte, ne, dann ist das natürlich zu langsam. Dann dauert das einfach viel zu lange auch. Ja. Ja, ich sag mal, ich bin jetzt zurückgegangen zur Telekom, musste mich ja jetzt für 2 Jahre binden, ne, wegen dem Glasfaserausbau. Ja, da habe ich jetzt auch nur eine 150 Mbit genommen, das war die kleinste, die ich kriegen konnte. Okay. Das reicht mir auch erstmal, 150 Mbit, das gibt wieder 50 Mbit mehr als die ich vorher hatte. Ne? Ich hab das da rein nur deswegen genommen, so große Leitung. Erstens wegen dem Haus, ne, dass die auch noch ein was davon haben, und zweitens wegen der Video-Uploaderei, ne? Weil die Scheiß-Dinger, die haben, glaubst du nicht, die haben zwischen 2 und 3 Gigabyte zum Hochladen. Aber wenn du da 4K oder was nimmst, und das ist schon enorm. Vor allem, wenn du eine halbe Stunde Video hast, kommt dann einiges an Schrott zusammen. Und bevor du immer ewig warten musst, das ist so scheiße. Und vor allem streamen du ja Twitch und YouTube gleichzeitig. Und das juckt meine Leitung so überhaupt nicht. Ne? Wenn es mein Rechner da bockt vom Rendern her, aber die Leitung interessiert das überhaupt nicht. Da brauchst du eben den Uploader, nur deswegen habe ich das. Oh, kostet aber ein 50er im Monat, gell? Das ist scheiße. Ja, guck mal, wenn du siehst, die 150 Mbit Leitung, die kostet mich auch regulär dann 44,95 € bei der Telekom, ne? Finde ich viel. Wie viel? 44,95 €, weil es Glasfaser ist, ne? What the fuck? Echt? Ja, und die ersten 6 Monate sind es 19,95 € und danach, nach 6 Monaten, gehe ich auf 44,95 € hoch. Und deswegen habe ich auch direkt schon gesagt, also nach den 2 Jahren bin ich direkt wieder bei meinem alten Anbieter, ne? Da zahle ich, was sollte das kosten? 34,95 €. Ne? Das sind 10 € weniger im Monat. Das sind 120 € im Jahr, ne? Also, Ja, das ist schon was. haben oder nicht haben, ne? Und Ja. mein jetziger Provider ist von der Leitung her total super, stabil, ne? Moment. Ich habe einen guten Ping, nicht so wie damals bei Telekom. Bei Telekom hatte ich zu den Stoßzeiten, wo die Weltmeisterschaft war im Fußball, ne? Hatte ich damals eine 16.000er Leitung. Von der 16.000er Leitung sind nur noch 4.000 angekommen und ich hatte einen 1000er Ping gehabt. Da kannst du ja gar nicht mehr spielen. War unmöglich, ne? Und deswegen habe ich mich x-mal bei Telekom beschwert, ne? Und da ist nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich zum anderen Anbieter, der günstiger ist, ne? Ja, A war der günstiger und B war die Anbindung wesentlich besser. Ich habe nie wieder Probleme mit Pings gehabt, nie wieder Probleme mit weniger Geschwindigkeit. Ne? Das war alles top. Deswegen, also, sobald ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu dem Anbieter auch wieder zurück. Und du hast den auch immer erreicht. Ne? Das kommt noch dazu bei Telekom. 40 Minuten in der Warteschlange. Warten. Hör mal auf mit der Telekom. Ey. Ich bin genau deswegen zu Kabel gegangen, weil ich mit Telekom immer so echt Probleme gehabt habe. Eben auch genau deswegen. Ewig in der Warteschlange und dann trotzdem nichts zusammengebracht. Und dann, wenn du von mir auf den richtigen kommst, dann dauert es genau 2 Minuten und dann passt es. Er legt dann Schalter um und fertig. Und zuerst, na, geht nicht und überhaupt und ach, das ist scheiße. Das Schlimme ist ja noch dabei, du musst dann auch einen erwischen, der kompetent ist, ne? Naja, genau, um das geht ja. Ja, und ich habe das immer gehabt, ich war 40 Minuten in der Warteschlange und habe dann jemanden dran gehabt, der gar keine Ahnung hatte. Ja, das sind Callcenter-Leute, die können auch nichts dafür, die werden verbunden und fertig. Ja, ja. Ne, deswegen sage ich ja, du musst
einen richtig guten alten Telekom-Mitarbeiter haben, der auch wirklich Ahnung hat, ne? Dann ist es, Ja. das ist auch vollkommen gut, Der ne? Bereich Aber sieht sicher aus, kein Feindkontakt mehr. die Sehr setzen gut. da Leute hin, die Hoffentlich gar erhalten keine wir nach Ahnung der haben. Die Entschlüsselung tun der mir Datei echt leid. verwertbare Infos. Die arbeiten rein ihren Fragenkatalog ab und fertig. Genau. Ja, weil sie auch nichts anderes beigebracht bekommen, ne? Das ist das Schlimme dabei. Ja, wenn ich mal Callcenter, da kommt zuerst Neckermann, dann kommt Otto und dann kommt einer von der Telekom und möchte was wissen. Verstehst du mich? Mhm. Die haben so viele verschiedene Sparten, die haben da ihre Vorgaben und ihren Bildschirm und die ackern die Fragen durch und klicken an und fertig. Aber wenn du Mhm. irgendwie eine technische Frage hast, da wo es ins Eingemachte geht, null Plan. Ja. Naja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Ja, Also, wenn ich Glück habe, wird das dieses Jahr noch was. Mal gucken. Ja, ich meine, mein jetziger Vertrag, der läuft noch bis Januar, ne? Dann ja, würde der auslaufen oder sich automatisch verlängern. Weil ich habe ja jetzt meine 2 Jahre ja auch wieder fast rum. Also in dem Sinne sollte das jetzt kein Problem sein mit dem Wechsel, ne? Also wenn die jetzt noch fix sind und das dieses Jahr noch erledigen, Die Black dann habe ich Tusk haben nächstes die Jahr schon Virostatiker in ihrem Glasfaseranschluss, Stützpunkt. den ich dann auch voll nutzen kann. ja. Aber ich fand das echt witzig, ne? Hier war ein anderer Glasfaseranbieter, der hier Wir verlegen müssen sie wollte, bergen, ne? bevor das geschieht. Wir haben eine Schwachstelle Und entdeckt, über die sie in die Basis eine gelangen Woche können. später Ein Heli steht ungefähr, bereit, um auf die einmal konnte Virostatiker die abzuholen, Telekom sobald auch, sie sie ne? haben. Von Feinden bewachter Ja, Ort das wäre erkannt. natürlich, wenn viele Einwohner gewesen, die weg gewesen wären, ne? Auf einmal waren die ganz schnell dabei und haben die Glasfaser verlegt. Ne? Ich habe zuerst gedacht, das wäre der neue Anbieter, ne? Ja, auf einmal stand hier so ein Telekom-Typ vor der Tür. Ich so, hä? Naja, egal. Auf jeden Fall bauen sie mal endlich aus. Wobei, Super Vectoring würde mir persönlich auch erstmal reichen. Ne? Da würde ich 250 Mbit könnte ich maximal buchen. Ne? Ah, okay. Ey, komm zu Mache ich mir auf aber Discord, nicht. weil ich mit der Drückerei ganz blöd wäre. Join schnell. Mhm. Link ist sowieso bei euch auch am Discord. Weil sonst muss ich immer draufdrücken, das ist so saublöd. Ach so. Ja, Äh, ja, weil ich hab Push to Talk, weil sonst habe ich immer doppelt. ich bin gerade überlegen, also auf Der, Discord sehe ich dich ja nicht mehr. na, du musst bei dir auf dem Discord, da ist der Link drinnen unter Freunde, Discord-Link, da ist der Feldweizen-Stadel drin. Aber ich guck mal eben. Dann hat der Frank, der Holzwurm, ist normal drin bei euch. Und da kannst du dann kommen. Der Holzwurm, Ja, du bist da bei IIR, oder? Ja. Ja. Das ist ausgesprochen German Gaming Platoon. Germa Na, Schmarrn. Germanicus ist das. Germanicus. Ach, das ist was anderes. Scheiße. Ja, ja, es laufen mehrere mit GR hier rum. Germanicus kenne ich gar nicht. Scheiße. Aber Holzwurm hatte ich, glaube ich, auch mal gesehen gehabt, ja. Ja, der ist bei GLV. Das habe ich jetzt verwechselt. Ja, ich habe noch den Philipp hier Oder drin, du aber gehst. der ist nicht online. Na, der Philipp ist nicht mehr bei mir, der ist abgehauen. Ich guck mal, ob ich hier noch was von dem habe. Am 12.04. Du kannst da bei mir schnell auf YouTube-Channel gehen und da ist der Link im Kanal drin. Permanent Link. Das ist am einfachsten, bis ich jetzt das abtippe, das ist scheiße. Die reißen das Ding allein schon. Ich habe jetzt eine Freundschaftsanfrage gesendet auf einen gemeinsamen Server. Gucken wir mal. Das Paradoxon. Ne? Ja, beim Paradoxon bin ich auch verlinkt. Da ist auch mein Discord-Channel dran. Okay. Da ist auch, glaube ich, bei unter Freunde Discord oder Support Discord, irgendwie so müsste die drin sein.
Aber bist du Daniel, ne? Bist du Daniel, oder? Weil da habe ich jetzt. Ja. Ne? Ja, scheiße. Mark da ist er. Guck mal eben woanders. Moment. Bin ich das Jetzt hier habe ich die gefunden. auf Warte mal. YouTube oder so? Nee, Marc. Ja, schon gesehen. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ja, hab den Link mal neu gepostet. Ja, ich bin schon drin, aber ich muss das erstmal wieder durchklicken. Funktioniert. Na, warte mal, ich mach. Okay, jetzt müsste es gehen. Ja, Moment. Ich mach mal das nochmal aus. Ah, Ja, jetzt ja. oh, ich mach mal eben Ingame aus, dann habe ich kein Echo mehr. Echo, ja. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Okay, und jetzt suchen sie den Zünder. Die Explosion Ah, ist wird auch einen schon Einsturz viel verursachen, besser mit der sie der direkt in die Qualität, Basis ne? bringt. Ah, unbedingt. Wo sind die anderen beiden? Sind die schon reingelatscht? Ja, die zieht sowieso wieder nach. Weil die haben angefangen, aber ich bin der Leader. Jetzt, wenn ich anfange, dann zieht es wieder retour normalerweise. Schauen wir mal. Ach, ich habe wieder diesen Flackerbug von den Schriften. Das ist immer so schön in weiß am Blinken. Ah, genau. Das bringen die auch nicht in den Griff, ne? Naja, das sind Kleinigkeiten. Ja, Ah, die sind schon durch. Die SWD-Punktezahl wird ja auch nicht mehr angezeigt seit Monaten. Echt? Ja, ich weiß nicht, welche SWD du hast, sehe ich nicht mehr. Ja, doch, ganz, ganz hell. Was spielen wir jetzt hier? Legendär? Nee, ne? Na, Verschlüsselte Signalquelle entdeckt. bin vorhin legendär gelaufen mit Randoms, haben wir aber da durchgeackert auf 10 Minuten die Arena. Ja, mit legst am Arsch am die reingehauen, ey. Ja, Brutal. ich hab gestern Morgen habe ich District Union Arena probiert auf Legendär, ne? Mit Ja, genau. Randoms. Ja. Katastrophe. Na, wie gesagt, ich habe jetzt 10 Minuten noch gebraucht oder maximal Viertelstunde. Die sind da durchgeackert, so was hast du noch nicht gesehen. Ich habe es im Stream drin jetzt vorhin. Aber extrem. Also wenn man gedacht hat, das ist easier geht's nicht mehr, gell? Aber Wahnsinn. Ja, wenn du vernünftige Leute hast, dann ist das gar kein Problem. Aber ich Ja, hatte Zufall. gestern Leute drin gehabt, die hatten SWD 20.000, die hatten gar keine Ahnung gehabt. Ja, Da habe ich mir auch so gedacht, was hat er da gemacht in den 20.000? Feindübertragung abgefangen. Hier, Wyvern, mach die Helis bereit. Ich meine, klar, jeder möchte sein Bild spielen, so wie er es mag, ne? Aber ja. wenn es wirklich nichts taugt, ne, dann sollte man sich doch eigentlich mal Gedanken machen, oder? Was wird Sollte man, aber ich mein, Sehen Sie sich um. das ist, wie soll ich sagen, jeder so wie er will. 20 beim Raid geht's mir auf den Sack, wenn manche einfach sagen, oh, jetzt ist das beste Bild und dann regen sie sich auf, weil es nicht durchkommen weißt. Raid musst echt abstimmen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Bereit für die Aufnahme. Genau, Wo bleiben und die Helis? bei Legendär finde ich das genauso. Ich meine, jeder kann ja in den normalen Runden, heroisch und Co., ne? Kann Ja, jeder das spielen, was er will, sag ich mal, ne? Aber genau. bei Legendär, da sollte man wirklich schon
Na, da muss passen. Weil sonst Ja. hängst ewig am gleichen Ding und ist für den Arsch. Ja, da sind wir 2-3 Mal gewiped und dann hatte ich keine Lust mehr gehabt, ne? Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Hat mich weggebombt, der Sack, echt. Agent am Boden. Oh, irgendwo hängt er. Ach, da rechts. Bin ich schon drauf. Schwere Verwundung entdeckt. Wyvern, die Heli sind außer Gefecht. Wie zum Teufel konnte das passieren? Wir müssen das in den Griff kriegen, sofort. Kümmern Sie sich persönlich darum. Verstanden. Das ist meine Drohne schon wieder. Die macht da was will. Klingt, als könnten Sie jede Hilfe gebrauchen. Draußen steht ein Unterstützungsteam bereit, aber Sie müssen es irgendwie durch das Haupttor bringen. Aber das Set kannst du fast nichts Neues mehr bringen, weil es alles schon 100.000 Mal gibt. Mhm. Na, bei denen zwei da hat einer das Bomber-Set an und einer hat ein One-Shot an. Und das sind lauter, ja, die Builds, die sind echt nicht schlecht, aber die müssten nochmal irgendwie so, entweder sie schrauben wieder was rum, dass irgendwas nerven, weißt du schon, dass sich das wieder mal ein bisschen dreht, weil sonst bist du ewig immer am gleichen Set spielen, mehr oder weniger. Ich gebe mir zwar immer Mühe, dass ich was Neues bringe, Sofortige medizinische aber Hilfe letztendlich war alles schon irgendwann einmal da. Deshalb für die neuen Spieler, wenn ich was neu stelle, vielleicht interessant, weil die schauen natürlich nicht, was ist ein Video vor 4 Jahren irgendwann einmal gepostet worden. Ne? Mhm. Ja, da gucken die sich nicht mehr an, die Leute. Ja. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, aber wie du schon sagst, das kommt ja auch nicht wirklich was, ne? Was? Es gibt ja nur Builds, entweder sind die total OP oder die taugen einfach Sie die nichts, ne? irgendwie Wo du aus? einfach nur hinterher rennst und nichts machen kannst. Ja, genau, so ungefähr. Ja, ich habe halt meistens so, so Spielspaß-Builds, was? Also die taugen schon was, meine Builds, aber halt auch nicht einfach nur für Open World heroisch mit 3 Direktiven oder so, ist meistens locker zum Durchkommen, weil das spiele ich hauptsächlich, ja, so. Mhm. Aber wie gesagt, für Raid oder irgendwas, da kannst du nichts Neues bringen, weil da gibt es einfach die Builds und fertig. Ja, da wenn's, wie soll ich sagen, manche rennen mit einem Scheißdreck rum und spielen auch gut, was? Das liegt dabei ganz an dem, wie man spielt. Es gibt kein Nonplusultra-Bild für Open World oder so, weil jeder anders spielt. Mhm. Jetzt, wenn ich das One-Shot dann habe, wird es der andere da, der spielt mit dem sau gut, aber ich treffe nichts, weil ich einfach da zu wenig Zielwasser habe. Ich hab's zwar auch, aber ich brauche irgendwas wie jetzt das, was ich jetzt anhab, einfach egal irgendwie drauf pflastern und dann angemessenen Schaden machen, sag ich mal. Und mit dem Bild, was ich jetzt habe, mit dem bin ich auch legendär gelaufen, also es funktioniert ganz gut. Mhm. Geht zwar noch stärker, aber bei mir ist so, durch das, dass ich nicht gescheit treffe, weil es einfach nicht sehe, brauche ich halt ein großes Magazin. Ja. Und jetzt habe ich praktisch das neue Set, das wo da 15% mehr Kugeln gibt, nein da. Und natürlich, wenn jetzt der Walker Harris oder irgendeinen anderen Schwachsinn rein tut, dann ist der Schaden viel höher. Aber das bringt es mir, weil genau das, was ich jetzt mehr Kugeln habe, reißt das außer, dass ich nicht verreck. Sofortige medizinische
medizinische Hilfe erforderlich. Also für einen anderen ist... Oh, Agent genau. außer Gefecht. Für einen anderen ist es vielleicht ein Blödsinn, aber für mich ist gut. Ja. Ich habe auch einen, der kann das ganz gut mit dem Gewehr oder was das da ist. Mit dem One-Bill. Alles ein Schuss und dann wird weg. Ja, das muss man können halt, ne? Ja, Schwere Verwundung entdeckt. hier dicke auf einmal, oder? Hm. Klassisch. Oh, das hat er mir weggeeiert. Medizinische Hilfe erforderlich. Das war's dann. Agent am Boden. Ja, ich komme gleich rüber. Ja. Scheiß Sniperhund. So, scheiße. Ich öffne das Tor, sobald der Bereich sicher ist. Da hinten ist auch noch das Scheiß. Da oben auch. Also Hm, wundert die mich hab ich nicht. schon weg. Hast du Angst vor uns? Ja, waren ganz schöne viele. Viele Pfiffis. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, ich müsste das Bild noch ein bisschen besser ausbauen, aber ich habe einfach keinen Matzen mehr. Und ich habe auch keinen Bock, dass ich nicht schon wieder einen neuen hochziehe, weißt Mhm. System wieder online. du? Die haben das auch noch nicht geändert, ne? Ich habe gedacht, die würden das noch ändern. Was denn? Mit dem Ausbau mit der Know-how-Stufe. Ich bin ja erst Stufe 13, ne? Aha. Bei der Waffe und so. Und wenn ich sehe, wie viel Material ich dafür brauche, ne? Das ist unglaublich. Um Stufe 14 zu erreichen. Da bin ich schon seit Wochen mit beschäftigt. Okay. Ja, und irgendwann mal hieß es ja, die wollen das ändern, dass du nicht mehr so viel Materialien brauchst, ne? Aber Mhm. ja, ist nichts passiert. Ja. Du, wie gesagt, das ist. Der Support von dem Spiel kostet nichts. Also was will man erwarten? Wenn sie es dann machen, ist gut, und wenn es länger brauchen, dann ist halt so. Weil das Spiel kostet mittlerweile 9,95. Gibt es seit 5 Jahren, so gefühlt. Ja. Also da braucht man nicht jammern. Die halten das Nee, nee. Spiel, die halten das Spiel am Leben, ja, haben viele andere Projekte und setzen das trotzdem noch um hier auf dem Spiel. Ja. Ich finde das einfach klasse, auf der Messe, weil es sind viele Leute drin. Und freilich, wenn ihr andere Mannschaft habt, ja, die wo das Spiel übernimmt, weil ein anderer entwickelt das und einer übernimmt, ja, dann ist das immer ein Scheißdreck. Speichergerät Weil, weißt du, wenn einer ein Auto zusammenbaut und der nächste baut irgendwas dran, dann muss er sich erst einmal einarbeiten, weil er nicht weiß, Funktion, Grundprinzip ist klar, aber jedes Ding hat also Besonderheiten, ne? Mhm. Und ich glaube, wenn es bei Division irgendwas ändert, ist das echt heftig, weil es zieht so viel, es ist so, wie soll ich sagen, so breit gefächert. Du machst irgendeinen Schaden weniger und das zieht das und das und das noch nach, weißt? Und das glaube ich jetzt nur anhand von der Programmierung zum Feststellen, die spielen das ja nicht, die rechnen das einfach nur durch. Und ich glaube, das ist heftig schwierig. Und darum passiert es aber, dass irgendwas ändern und dann 5 neue Bugs kommen, weißt? Mhm. Wir bringen jetzt einen Zylinder an Bord. Aber ich habe den einen Bug ja auch gerade gehabt. Mit dem Medikit zum Beispiel, ne? Ja. Ich hatte noch 2 Stück gehabt und dann habe ich 1 aufgesammelt und mir werden 4 angezeigt. Okay. Ja, sind so Sachen. Wenn es nur Anzeigefehler sind, ist mir das echt egal. Hauptsache das Ding ist zum Spielen. Mhm. Fertig. Ja, das werde ich dann irgendwann mal sehen, wenn ich da alle 4 mal brauche, ne? System gedrosselt. System reaktiviert. Nu? Noch einer? Nee.
weiteres Kühlspeichergerät in der Nähe. Holen Sie den zweiten Virostatiker-Zylinder. Das Unterstützungsteam sichert so lange den ersten. Und bei euch nichts mehr los oder was im Clan oder auf dem Discord oder Discord? Das ist ein Discord, ein Clan-Discord, oder? Mhm. Was sagst du, da ist nichts los mehr? Ja, sind halt viele im Urlaub, ne? Achso, ja, das kommt nur dazu. Ich hab das vorher nicht gehört, weil das Spiel so scheiß laut war. Mhm. Ja, und dann ein paar haben natürlich dann auch keine Lust aktuell so ein bisschen, ne? Naja. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Boah, haben wir schon wieder weggeiert, da das Sack. Außer Gefecht. Aber ich will jetzt nicht schon wieder wechseln, weil ich mit den Leuten eigentlich sehr gut klarkomme. Die, Ah, um Gottes Willen, Genau. nein, ich frag mal. ja, also ich habe mit denen vorher schon gespielt öfters mal, ne? Ja, jetzt bin ich rüber gewechselt, ja. Und jetzt spielen die viele aktuell nicht so wirklich. Ja, das ist letztes Mal auch schon so gewesen. Aber, nee, aber ich mach das nicht mehr. Wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann bleibe ich da erstmal. Hast du vollkommen recht, passt. Nein, ich hab nur rein informatorisch gefragt. Mhm. Ja, aber das ist ja überall, in jedem Clan, ne? Also es gibt nicht mehr so viele Clans, wo wirklich noch großartig aktiv gespielt wird, ne? Das, Ja, bei uns geht's eigentlich schon. Es sind immer wieder welche da, aber die spielen halt jetzt auch voll. Die laufen Shoot nach, weißt? Viele. Und manche einfach haben dann mit Division nochmal abgebogen und sagen, ja, jetzt brauche ich mal zur Entspannung was anderes. Mach ich ja, ja, auch. genau. Mach ich ja. Ja, Was ja, mich so ja. stinkt, das Ghost of Tsusami, das Ninja-Spiel da, oder Samurai-Spiel. Das wäre so geil. Aber ich habe halt gemeint, ich mache Content dazu. Entdeckt. Aber das Problem ist, die Steuerung ist dermaßen beschissen. Du kannst das Ding nicht spielen mit der Tastatur. Es geht nicht. Also, da brauchst wahrscheinlich noch 5 Finger extra. Es geht nicht. Ich habe es dann probiert mit Controller und da ich überhaupt kein Controller-Spieler bin, funktioniert es nicht für mich. Aber das Spiel wäre klasse. Ja, grafisch und storymäßig und auch von Rätseln her und du hast halt nur Schwertkampf und ein bisschen Bogenschießen und ein bisschen Wurfmesser so. Das ist im Grunde alles so ein bisschen drin, weißt? Aber echt, die Steuerung ist dermaßen geschissen angelegt. Es ist halt ein Playstation-Spiel und absolut auf Controller ausgelegt, ne? Mit Ja, die ganzen das hat- Schlagkombos und was der Teufel was. Und da bin ich von Haus aus schon kein guter nicht gewesen, dass man die Kombos merkt, was ich jetzt wie in Reihenfolge drücken muss, damit ich den und den Schlag machen kann sozusagen. Und da kriege ich Krise bei sowas. Und jetzt habe ich das auch wieder sein lassen, weil es ist leider traurig, weil mir das Spiel gefallen wird. Und keine Ahnung, entweder muss man da tatsächlich Makros programmieren, wobei das dann schon wieder an Bescheißen dran geht und Bescheißen will ich nicht. Wenn ich was spiele, dann soll es so sein, wie es original ist, ne? Aber es ist fast anders nicht zum Handeln, weil erstens kann man es nicht. Schon wieder so ein blöder Sniper, so ein Depper da. System unterbrochen. System wiederhergestellt. das hatte ich bei dem einen Spiel auch gehabt. Da habe ich nur PvP gespielt, im Grunde genommen, ne? Und das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil System A, hattest du die ganzen Makrospieler gehabt, ne? Ja, Und B, waren dann ein, zwei Klassen total über OP. Die kamen aus der Tarnung raus, ein Schlag und du warst tot, ne? Du konntest gar nicht so schnell reagieren. Und du bist Plattenträger und bist dann von so einem Dieb oder was das da war, ne? Da wirst du instant umgeklatscht, ne? Und Es das ist macht. noch kein Und Spaß. dann hab ich mich x-mal beschwert bei denen, ne? Hab gesagt, Leute, guck doch mal bitte, dass es einigermaßen fair ist und bla bla bla, ne? Ja, darauf habe ich dann bei diesem Publisher einen Bann gekriegt okay. für 2, 3 Wochen oder so, Weil du beschwert hast. weil ich mich beschwert habe, genau. Und dann kam ein DLC raus. Sie würden mich besser kennen. Da habe ich auch gesagt, Leute, warum müssen wir jetzt eigentlich für das bezahlen in Guild Wars 1? Da war ja Guild Wars, ne? Statiker auf dem Luftkissenboot. Da gab es das schon in Teil 1 umsonst. Warum müssen wir jetzt dafür bezahlen? Was ist passiert? Da haben sie mich wieder für 2 Wochen gesperrt, ne? Äh, Ja, und dann habe ich mich aufgeregt wegen Stieterei und dann haben sie mich dauernd gesperrt. ja, super. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, auf so einen Publisher kann ich dann auch gut und gerne verzichten, ne? Ja.
Ja, bei Massive hat's auch aufgeheißen, wie jetzt zum Beispiel, ja, der Charles ist da so ein ganz ein guter, ja, der, wie soll ich sagen, die scheißen halt, wenn da ein Bug drin ist, wie jetzt mit den Mods zum Beispiel, ja, dann machst du einen neuen Char, fährst hoch, gehst an die Werkbank und kriegst lauter Maximalmods, ja. Mhm. Es ist halt, kann man ausnutzen, aber sollte man halt nicht, weil was soll das? Weil bis ich die ganzen Max-Mods da gehabt habe, das hat, ich möchte jetzt behaupten, schon Jahre gedauert, ja. Und jetzt gehst hin, neuer Spieler und dann kriegst die ganzen Scheiß-Mods eigentlich gleich von Anfang an, ja. Mhm. Und das ist halt auch nicht ganz richtig. Aber wenn ich halt so ein Creator bin, dann soll ich das halt eigentlich auch bleiben lassen und das veröffentlichen, weißt? Weil dann, wenn einer draufkommt, es geht ja so nur so schnell, dass sich das rumspricht, wie das was geht. Ja, wenn man auf Discord ist und so. Aber ich brauche jetzt nicht irgendeinen Creator, der wo das dann an die große Glocken hängt. Ich finde das einfach nur schlicht und ergreifend falsch. Weil dann kennen es auf den Schlag einen Haufen Leute, weißt? Und das macht das Spiel kaputt letztendlich. Um das geht's mir. Nicht, dass die bescheißen, aber das Spiel macht's kaputt. Ja, es ist genauso wie jetzt PvP. Wenn du jetzt da Dark Zone gehst oder so, dann so viele Cheater drin und da machen sie nichts gegen, weil es wahrscheinlich nicht können. Ja? Weil den schmeißt raus oder sperrst ihn und dann macht er einen neuen Account und kommt wieder fertig. Ich jage das Ja, aber ganz ehrlich, ne, die können das, Verstand verloren. wenn sie auch wollen, ne? Guck mal, bei Guild Wars zum Beispiel, da haben sie mich ja gebannt, ne? Verhindern Sie mit allen So, dann habe ich mir einen neuen Account gemacht. Schwupps, der war nach 1, 2 Wochen war der auch wieder gesperrt, weil sie, Haben's nachgeschaut. weil die nachgeguckt haben wegen auf der Hash oder was auch immer, wo sie. Die können nachgucken, die können die ganzen Cheater auch ganz locker sperren, weil das ist dann Hardware bezogen und der Server merkt dann sofort, aha, da ist wieder da ist wieder die Hardware eingeloggt mit der und der Seriennummer oder was auch Ja. immer und schwupps, Aber es bist du auslesen wieder können, ne? gesperrt. Das geht, wenn die wollen, dann geht das. Das ist gar kein Problem. Ja, da hast du recht. Ja, aber das Problem ist halt, dass diese Cheater oder so auch unheimlich viel Geld wieder reinstecken, ne? Und dann sperren sie die Leute nicht, weil die bringen ja Geld. Ja. Stimmt. Hier um das Feuerwerk. Aber das Spiel macht's trotzdem kaputt. Also ich habe keine Lust nicht auf Dark Zone, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Weil und egal was du machst, du gehst rein, batsch, klatscht dich um. Jetzt bin ich kein schlechter Spieler. Aber wenn einer da, der muss dann nicht einmal bescheißen, aber es geht schon los mit den Builds, ja. Wenn das ein OP-Bild hat und nichts anderes macht, als wie Dark Zone spielen, dann haut der instant sofort um. Das müssen sie irgendwie so machen, als wie jetzt halt beim Abstieg, weißt, dass jeder Knockout reingeht. Oder sie schalten, was weiß ich, Ding aus, Expertisenlevel aus, dass jeder ungefähr die gleichen Chancen hat, weißt? ja, das Problem ist aber auch, das wissen vielleicht auch viele nicht, es liegt manchmal auch an dem Ping. Und also, ja. Ich sag mal, du hast einen 50er Ping und ich habe einen 100er Ping, ne? Ja. Dann werd ich niemals eine Chance gegen dich haben, weil du Mich, 50 ISE. Millisekunden schneller bist. Ja, Ja, genau. genau, das hatte ich bei Battlefield damals gehabt. Ich war damals in Battlefield 2, war ich richtig gut, ne? Und dann hatte ich auch einen gehabt, den habe ich gesehen, da bin ich gesprungen, und der ist nach mir gesprungen und der hat mich trotzdem vorher noch gekillt, ne? Weil der halt einen besseren Ping hatte und das ist halt auch echt wichtig, dass du einen guten Ping hast. Und wenn er nicht gut ist, dann brauchst du solche PvP-Spiele gar nicht mehr spielen, weil du keine Chance haben wirst. Du hast schneller reagiert, ne, aber die Internetleitung, die reagiert nicht so schnell. Wenn man so sagt, ne, deswegen spiele ich die Spiele gar nicht mehr, weil das für mich gar keinen Sinn mehr macht. Ja, früher zum Beispiel, wo, da gab es noch dieses Fastpass von der Telekom, da hatte ich einen Ping von 4 Millisekunden gehabt, das ist ein Traum. Ja. Ja, wenn ich jetzt reingucke, da bin ich bei 50 aufwärts oder so in der Art. Ich weiß nicht, was ich für einen Ping habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin normal so wie soll ich sagen, so ein Tomb Raider-Spieler, weißt? Pflastern und Rätsel knacken, das hat mir gefallen. Aber so ein Spiel ist auch dann nicht mehr gekommen. Wir müssen hier rechts die Raketen ausschalten, ne? Was hinter mir? Nee. Da drüben. Einen habe ich.
Ja, ich hab den Hintern Tod werde gemacht. ich mich erinnern. Okay. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Hat keiner drauf geachtet, auch nicht die Random-Skizzen. Na. Da ist noch einer irgendwo aktiv? Ne. Nee. Wohl die Kohlen aus dem Feuer holen, ha? Du Dann kommt müsste doch der gleich hinter wieder. mir noch kommen, oder? Ja, der kommt doch gleich. genug geplaudert. Ah, scheiße, der ist. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Oh, das ist Startsequenz aktiv. eingeleitet. Einer ist hin. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Ist der rechts hinten wahrscheinlich noch, oder? Jo. Einen habe ich erwischt, glaube ich. Da bin ich Den nicht hinteren, auf ah. gekommen. Jo. Ein Agent braucht Unterstützung. Langsam nervst du. Bin beschäftigt mit den Schnell Augen. und schmerzlos ist keine Ist einer dort oder? Ja. Meiner ist fertig. Lebensfunktionen kritisch. Agent außer Gefecht. Super. Agent am Boden. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt langsam reagiert. Der Fifi, ja. Bei mir schießen 3 Hunde auf mich. Ja, wie soll ich da noch spielen? Ja. 4? Die ballern alle auf mich, die Viecher. Ja. Oh. Oh, das war's dann. Und genau, ich komme einmal raus und war tot. Nein! Ein Agent braucht Unterstützung. Und das war's dann. Agent getötet. Ja, das waren so viele. Da haben 4, 5 Hunde auf mich geschossen. Ne? Scheiße, echt. Da kannst du keinen von denen ausschalten. Nochmal. Naja. Ich gehe wieder rechts. Hier, um Ja, das ich links. anzusehen. Sie werden nicht enttäuscht Ah, what the sein. fuck? Ziel erfasst. Leite Startsequenz ein. An alle, das ist keine Übung. Wir müssen das Gebäude evakuieren. Wiederhole, das ist keine Übung. Lebensfunktionen kritisch. Scheiß Hunde, die elendigen. Mhm. Ja, und dann hast du noch die Sniper, die ballern dann auch noch. Ja, die versuche ich ja immer auszuschalten da. Ach, hinter mir steht schon wieder einer. Das ist so. Ich übersehe immer gleich einen, was ist das Problem? So. Achso, den muss Wenn ich. wir Raketen nicht aufhalten, werden viele Menschen sterben. Und einer davon Ah, werde ich sein. eile. Ja, den habe ich. Wo ist der da hinten? Nee. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Ein Ding habe ich. Hinten Welcher links ist das Ding. Da hinten, ja. Okay. Da hinten rechts. Jo, Moment. Einen habe ich schon aus. An deinen Tod werde ich mich erinnern. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Scheiß Hund. Ja. Ah, jetzt hat er mal einen Hive hergeschmissen, das ist brav. Willst wohl die Kohlen aus dem Feuer holen, ha? Du Held. Nu? Genug geplaudert.
Scheiße. Stromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Ja, also das ist im Arsch. Gut. Langsam nervst du. Schnell und schmerzlos ist keine Option mehr für dich. Lebensfunktionen kritisch. Das ist im Arsch. Wie ist der Status? Wyvern, kommen! Wyvern! Scheiße! Boah, wer war das? Schwere Verwundung. Und da kommen wieder 3 Hunde. Agent am Boden. Jetzt sollten wir halt aber schaffen, das glaube ich. Nur noch einer, glaube ich. Das ist im Arsch. Noch einer? Die Virostatika-Zylinder Nee, sind das war's. gesichert. Ja, das Wir sorgen war's. dafür, dass sie ausgeflogen werden. Geht doch. Ein feindlicher Helikopter nähert sich. Sollen wir ihn abschießen? Negativ, nicht schießen. Wir dürfen nicht riskieren, dass die Zylinder zerstört werden. Also das nenne ich Glück. Agent, Sie haben die Virostatika geborgen und einen wichtigen Black Task-Stützpunkt ausgeschaltet. Ja, Und die freilich. Operationsbasis haben Sie auch noch gerettet. Unglaublich, Agent. Wirklich Unglaublich, Aber es unglaublich. gibt noch mehr zu tun. Es ist einfach unglaublich. Ein Agent hat Ihre Gruppe verlassen. Ach, jetzt ist er abgehauen, der eine. Naja, okay. War klar. Irgendwo mal gehen sie Ein alle. weiterer Agent ist jetzt in Ihrer Gruppe. Haben wir wieder einen Bär. Hast Ja, du ich- hast du noch die Suche angehabt? Ich hab offen. So. Ich hab offen. Aber er kann nicht mehr abstauben. Wir sind ja durch. Ja. Ja gut, ich gehe jetzt nochmal in die Küche, noch mal ein Käffchen holen. Mach das. Ich gehe ins Weiße Haus und tu Jo. mich mal ausladen hier. Jo, Leute. Von heute. Wie spät haben wir es denn? Um 7 Uhr gleich, genau. Ja. Ist bei mir dann eh bald Schluss. So, was haben wir jetzt da? Haben wir den ganzen Schrott da wieder verschrotten? Wer schreibt? Keiner. Leute, Discord sehe ich nicht, da könnt ihr schreiben, was wollt. Ich brauche nur einen dritten Bildschirm für Discord dann. Wow, was geht denn da? Station, Bibliothek, da kann man auch noch mal gucken. Ah, da ist einer, schau. Was brauchen wir denn da noch? Ja. Dann... hä? Ein Schrott markieren Dings. So. Sie kommen da auf 23, das gibt's doch nicht. Ein Bauer aufs Maul. Ah, Olli, servus. So. Ding, 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 ding. Und da haben wir den da. Hä? Ah. Zerlegen. Was haben wir da noch? Ah, zerlegen.
Ah, die scheiß Drohnendinger, da habe ich ja nichts Gescheites. Mal schauen, was ich da überhaupt für einen Mod drin habe. Aber wahrscheinlich gar nichts Gescheites drin da. Abprall, Wirkzeit, das hilft gar nichts. Ich habe aber nichts anderes. Ah, toll, schau. Lebensenergie, ja. Okay. Und da Schadensminderung bringt auch nichts. Schaden. Sollte man den halt da. So ein wenig was viel reißt. Wieder 5. Dann die da. Ja. Ganze 5 wieder geschafft. Kann ich jetzt dann den Scheiß da ein bisschen optimieren. Da geht noch was. Und da geht's wieder aus. Da brauche ich die Fähnchen. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Jetzt muss ich das einmal zumachen, oder? So. Ah, hello again. Ray Real, den kenne ich auch irgendwo her. So. Oh, have a break, have a Kit Kat. Komm gleich wieder. So. I'll be back. I'll be back. So, was machen wir noch? Machen wir noch legendär irgendwas? Ja, können wir machen, ja. Was gibt's denn da so? Habe ich zwar durch, aber Ich hab's auch durch. So ist nicht. Title Basing, das ist Gach, gell? ich guck mal. Ich guck mal, ob ich noch genug Materialien zusammenbekomme, dass ich jetzt mal endlich eine Stufe höher komme. Ich muss mir schnell ein paar so Fähnchen craften oder wir machen mal ein paar Stützpunkte. Ich brauche noch die Feld-Dingsbums. Ich habe hier die beste Ausrüstung in der Stadt. Ja, aber die Kräfte, die einfach mal. Feldaufklärungsdaten brauche ich zum. Ja. Oh, ich habe gerade mal alle Fenster aufgerissen. Oh. Oh, ist bei dir auch so schwül? Ja. Bei uns ist extremst brutal. Seit 2 Wochen, ne, richtig schwül heiß, so 25 Grad, ne? Ist Ja. nicht viel eigentlich, ne? Aber dann kommt diese extrem hohe Luftfeuchtigkeit dazu. Boah. Mein Rücken tat so weh. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ne? Draußen ist das richtig schön kühl. Ja, ich habe in der Wohnung noch 25 Grad. Ich habe jetzt da. Ich kriege die auch gar nicht runter mehr von der Temperatur. Na, weil es zu schwül ist, ganz einfach. Ey, wo ist denn mein Thermometer? Ich habe 26 Grad. Mhm. Aber der Rechner rennt und der produziert Wärme. Ne, ich habe jetzt eine neue Grafikkarte drin. Ja, Die, aber ich mag. jetzt wird der nicht mehr so warm. Ich habe zuerst 2070 drin gehabt und die hat einfach nicht mehr erzogen. Also, weil ich tue ja zocken und streamen alles mit einem PC, ne? Mhm. Jetzt haben wir eine, was war jetzt das? 460 Ti, glaube ich, die hat 16 GB Arbeitsspeicher oder Grafikspeicher. Und mit der muss ich sagen, geht gut, geht ganz gut. Na, ich Weil- habe die, Die war relativ Jetzt- günstig, tatsächlich. ja. Ich habe jetzt eine 1470 Ti Super drin. Mhm. Ist eine Nummer Auch größer eine- wie meine. Genau, hat auch 16 GB Speicher. Ja, aber Ist das die von merkst du Asus? richtig, ne? Also das Spiel, ich sag mal vorher, ich hatte vorher eine 3070 Ti gehabt. Mhm. Die hat unter Last, wenn du die nicht gedrosselt hast, dann hat die 300 Watt gezogen, ne? Und ja,
Was soll ich sagen, ne? Jetzt habe ich die hier drinne. Ja, die schwankt so zwischen 150 Watt und, ja, 220 so in dem Ja, Dreh. Das ist schon deutlich weniger. das gibt's nicht. Jetzt brauche ich schon. Ah, Mann, ey. Ähm, oh. Ach, scheiße, ich brauche. Ja, ja, ich bin auch gerade am Zerlegen hier. Naja, ja, na, Ich hoffe mal, ja, ich gucke mal, müsste eigentlich jetzt ausreichen, dass ich 'ne Stufe jetzt höher komme. ah, Ja, ich habe es aber auch sehr günstig bekommen, sonst hätte ich die nicht gekauft, ne? Ich ja, habe so, ihn mein Ding kostet, glaube ich, um die 400 Euro, so ja, ungefähr. Aber das ist schon heftig immer, gell. Anderer kauft sich eine Playstation für 500 und dann passt das Ding. Und beim Computer kannst du alle 4 Jahre kannst du was Neues kaufen. Sonst ja, ich funktioniert es meine, nicht mehr. es war ja jetzt nicht notwendig, ne? Wie gesagt, ich habe sie sehr günstig bekommen. Ah, Sollte regulär im Handel 850 oder 890 Euro kosten. Ich habe sie bekommen für 580 mhm, und, dann habe ich meine verkauft und letztendlich habe ich 200 Euro nur draufgezahlt, ne? okay. Ja, dann mache ich das, ne, weil ich habe den doppelten Arbeitsspeicher jetzt, ne? Und für die nächsten Jahre, ganz ehrlich, ich spiele ja auch nicht die neuesten Spiele. Da wird die Karte mich für die nächsten 4, 5 Jahre wird die mich, denke ich mal, locker begleiten. Ja, Wenn nicht da irgendwas kommt, wo ich wirklich geflasht bin und ich was Neues brauche, ne? Also, ja, und die rennt ja auch, wie gesagt, wie verrückt, ne? ja. Die läuft jetzt mit 2850 Megahertz aktuell. Boah, ich Ja, muss direkt nachschauen, ich weiß gar nicht, was meine rennt. Warte mal, haben wir da das Ding? Die rennt 2835 momentan. hat so ungefähr den gleichen Takt, ja. Jetzt warte mal. Nicht, dass ich einen Scheiß verzählt habe. Was ist jetzt das wirklich für eine? Was dauert ein bisschen, muss auslesen. Mhm. Äh, jetzt. Das ist eine GeForce 460 Ti. Genau. Mhm. 4060 Ti. Läuft genauso schnell wie deine, Mhm. so bisher schaut. Ist aber also overlocked, also die ist übertaktet vom Werk her. Das Und ist drum, meine auch. und drum geht das Ding. Also normal hätte sie 2625 und aktuell hat es 2850. Könnte das Ding aber noch raufdrehen. Aber warum, gell? Funktioniert sowieso. Ja, ist bei mir auch. Meine ist auch mit 2600 Watt angegeben beim Overclocking Mhm. und die läuft aber, ohne dass ich jetzt was gemacht habe, auf 2850. Ja, Ich glaube, das können die alle mittlerweile. Also ich denke mal, dass du auch die 3000er knacken kannst ohne Probleme. möglich. Aber, ganz ehrlich, Dann ne, brennt's durch oder ist irgendwas und dann ärgert's dich. genau, ich mache das nicht mehr. Also, ich habe Undervolting betrieben, das, kannst du ja auch ohne Probleme machen. Dann kannst du noch mal 'n bisschen Geld sparen oder ein bisschen Strom halt, ne? Äh, werde ich vielleicht mit der hier auch noch mal ausprobieren, mal gucken, wie weit ich die drosseln kann. Wegen Weil dem guck mal, Stromverbrauch oder was? ja, genau. Guck mal, ich stehe jetzt hier im Weißen Haus. Ich habe 170 Watt, die gerade zieht. Boah, Das ist wenig. 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 Aber ich weiß Ja. nicht, was die meine zieht. Warte mal. Ich Nun, sehe das nicht. Ich muss das immer ausspielen. So, Moment. Scheiße. wo bist du hingeportet? Ich bin Okay. auf Froggy Bottom, da brauche ich noch ein bisschen was fürs Projekt. Mhm. Wo sieht man CPU-Spannung? Ja, aber ich sag mal, das sind GPU? 50 Watt weniger als meine alte, ne? Mhm. Minimum. Und Boah. deswegen, für mich hat sich der Kauf gelohnt, weil A, ich spare ein bisschen beim Strom. Ah, Klar, du musst natürlich, die kannst natürlich du kannst natürlich jetzt nicht hingehen, nach einem Jahr die wieder verkaufen. Dann hat sich der Kauf natürlich gar nicht rentiert. Du musst ja auch die Anschaffungskosten dabei packen und so was alles, ne? ah. Boah, wo steht denn das Scheiße? Ich habe jetzt da nur GPU-Spannung.
Das hilft mir nichts. Ich brauche die Wattzahl. Wo steht denn das? Ja gut, ich mache das über MSI Afterburner, ne? Ich habe da GPU Tweak 3. warte Der mal. zeigt das, glaube ich, nicht an. Dann ist Warte das mal. eine Asus-Karte wahrscheinlich, ne? Das ist eine Asus-Karte, genau. Okay, da weiß ich das nicht mehr. Aber müsste auch anzeigen. Das kann, ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das einmal oder so drauf gehabt, glaube ich, damals. Das macht ja nichts, das läuft einfach nur im Hintergrund mit und man kann es halt übertacken nur mit den Schiebreglern, ne? Da brauchst du nicht viel machen. Ah ja, genau. Aber Texturfile, boah. Asus, Disable, Transistor, Scheißdreck, ne, weiß ich nicht, wo das steht. Irgendwo steht's bestimmt, aber da nicht. USD. Ich habe mir heute Morgen genüsslich den Artikel da angeschaut von Intel. Heftig, heftig. So. Ich brauche jetzt halt Aktivitäten 3, benannte Gegner noch einen und Nachschub. Also Kontrollpunkt, oder? Ja, machen wir einen Kontrollpunkt. Wenn du Glück hast, sind dann beide Punkte abgearbeitet. Ja. Ja. Wo muss ich hinter? Abgearbeitet, wie sieht das auch hier, dass wenn man so arbeitet, ja, das ist so der Vergnügen sein, ey. Ist es auch. Ja. Ich wollte eigentlich heute mit dem Fahrrad fahren, aber es sieht im Moment nicht so aus, als würde das Wetter heute besser werden. Ne, bei uns schifft's, gestern hat es 34 Grad gehabt, hey. Im Garten, Was? ja, im Garten von mir hat es die wegbrennt. Ja, Alter, ich lebe im Süden. Und Ja, aber das hat doch in die letzten. Das hat doch so viel geregnet bei euch da. naja, aber Und nur jetzt immer in der auf einmal Nacht. wieder. Das ist ja das, warum es so schwül ist. Also ich bin Anfang Juni bin ich Richtung Österreich gefahren, ne? Mhm. Wo es da in Bayern so richtig geschüttet hat und im Allgäu und Co., ne? Wo Ja, alles überflutet war. ja, ja. Und dann bin ich über eine Brücke gefahren, die über die Donau ging. Ich habe gedacht, hoffentlich hält die Brücke das aus. Ja. Weil das war so hoch, das Wasser, da habe ich richtig Angst gekriegt, ne? Ja, Ne, das ist bei uns ja. oft so. Was denn mit einem Passau oder bei mir in Deckendorf? Genau, ich bin über Passau gefahren diesmal. Weil das Und- Problem ist einfach, dass der Bauerntunnel, da haben die eine Wartungsarbeit, also hier in Salzburg da die zwei Tunnel. Ich weiß nicht, wie die jetzt beide heißen, also nicht der Tauern, sondern die davor, die zwei Tunnel, die werden wohl saniert bis nächstes Jahr 2025. Und da habe ich mir gesagt, nee, das tust du hier gar nicht erst an, weil München und dann Richtung Irschenberg und Co., ne, das ist ja eh schon immer brechend voll. Und wenn dann noch eine Abfertigung ist oder du eine Ausweichroute fahren musst, weil die Tunnel vielleicht dann komplett gesperrt sind, ne, da hatte ich dann keinen Bock gehabt. Da habe ich gesagt, nee, dann fährst du über eine andere Strecke. Ja, und dann bin ich dann über Passau gefahren, ne, und da habe ich richtig Schiss gekriegt, wo ich das Wasser gesehen habe. Die machst du eine Junge. Ja, es ist. Wo ist denn der scheiß Sniper, Alter? Der haut mir ständig auch nicht auf die Mützen. Na, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, und dann war ich in Österreich, ne? Für 2 Wochen und dann hatte ich eine Woche einigermaßen Wetter gehabt, wo es nicht dann geregnet hat, ne? Und die zweite Woche ja nur Regen, ne? Ja, toll. Ja, super. Das hat mir dann auch nicht viel gebracht, ne? Letztes Jahr genau das gleiche. Also ich weiß nicht, also ich würde ja gerne wieder in den Sommerferien fahren, auch wenn es teurer ist, ne? Aber dann ist das Wetter einigermaßen in der Regel gut, ne? Gut, Du musst in Dienstag ist Österreich im anders, Juli ne? fahren. Ja, habe ich auch immer gemacht, aber Problem ist halt, ich habe keine Kinder. Kriegst keinen Und- Urlaub. Ja, und in der neuen Firma ist es dann, ja, du hast doch keine Kinder, dann kriegst du auch keinen Urlaub in der Zeit, nicht? Sehr super. Ja, kenne ich den Scheiß. Ich Ja, hab und der Kinder, ich meinte krieg auch immer nicht so- Urlaub. Ja, und der meint dann immer so, ja, ich will niemals in den Sommerferien fahren, das ist viel zu teuer. Ja, das ist teuer. Aber ich möchte auch was von meinem Urlaub dann haben, ne? Und dann nicht den ganzen Tag im Hotel verbringen müssen, ne? Ja. Da habe ich noch einen Schwank aus meinem Leben. Weil ich habe jetzt halt im Urlaub eigentlich, wie soll ich sagen,
neuen Content für mich entdeckt, ja, weil einfach die Schnauze voll hab, weil die Arschgeigen von Hotelbesitzer, die verlangen teilweise für ein zweijähriges Kind genauso viel als wir für einen Erwachsenen. Und das sind so versteckte Preissteigerungen. Ja, und da ich jetzt schon 30 Jahre in der Gastro arbeite, weiß ich natürlich in unserer Umgebung einen Haufen, sage ich mal, Wirtschaften oder Lokale, die wo tatsächlich nur zum normalen Preis ihr Zeug verkaufen. Da wo die Currywurst jetzt nicht 11,20 € kostet, sondern immer nur 6,90 €. Und ich habe mal gedacht, ich mache jetzt da zusätzlich zum Gaming-Content einfach so Feldwalzen on Tour sozusagen, weißt, dass ich die Hotels oder die Gaststätten preisgibt, die wo halt einfach für Familien gut zum Anfahren sind oder gut zum, ja, da wo es halt nicht teuer ist, was wir meinen. Und ich weiß nicht, ob es ankommt oder, aber es ist halt, Ganz ehrlich, das wird mit Sicherheit ankommen, weil ich bin halt nicht der große Entertainer, bin ich halt nicht, weißt. Also, wenn einer gegenüber von mir steht, ich habe jetzt kein Problem, vor Leuten zum Sprechen, muss in der Arbeit oft machen, aber das ist immer ein Problem, wenn man mit der Kamera redet. Weißt, weil das ist einfach anders, als wenn du vor Leuten stehst. Da siehst du sofort die Reaktion, da kannst du ganz anders agieren. Und bei der Kamera, da sitzt immer blind vor, da kommt der Dings, Scheiße. ja gut, aber man kann das doch eventuell auch anders verpacken, dass du gar nicht großartig reden musst, Ja, weil nein, das geht nicht. wie du schon sagtest, ne, die Preise sind mittlerweile so teuer geworden. Das habe ich ja jetzt im Urlaub gesehen auch, ne? Ich sag mal, du kriegst ein Wiener Schnitzel immer noch für 15 € oder so. Ne? 10 € Ist visionarisch. ja nicht, ist ja nicht teuer in dem Sinne. Aber so die kleinen Dinge, Bin am Arsch. wie du schon sagtest, ne? Hinter uns, ja. Moment. Die ganzen kleinen Dinge, Currywurst und was weiß ich alles, ne? Das ist so sündhaft teuer geworden. Verzeih dir was. Wir waren mal am Königssee im Urlaub, ja. Da haben wir nur eine Stunde hin gehabt für Österreich aus. Bin ich am Königssee gefahren. Das teuerste Wiener Schnitzel, also Wiener Schnitzel, Wiener Art. Also kein Kalbschnitzel, sondern Schweineschnitzel, ja. Ja, Was meinst du, was das kostet hat? Es war direkt am See unten. 30 €. Fast. 28,90. Nicht mit Pommes, sondern mir mit Kartoffelsalat, so irgendwie Scheißdreck, weißt? Ja, dann hast du noch die günstige. Und ich habe bei den Leuten auf den Teller geschaut, das ist kein Schnitzel gewesen, das war Schnitzel. Also das hat mit Schnitzel nichts mehr zu tun. Dann habe ich halt ein wenig mal angeschaut und hab von früher noch gewusst. Dann haben wir ein paar Meter raufgegangen, dann habe ich eins gefunden, das kostet 18,90 mit Pommes. Und das, also ich bin ein guter Esser. Boah, scheiße, oder? Das war jetzt nicht Na, schlau. ich kann nicht mehr aufstehen. Ja, ja nicht. Aber der kommt schon da. Und das hast du nicht da essen können, weil es ist ein Schnitzel gewesen, das ist links und rechts 4 Zentimeter runtergehängt. Weißt du, schon vom Teller. Und das lassen wir dann eingehen für den Preis, wenn es dann so eine Location bist, wie jetzt der Königssee oder so. Was ich für eine Frechheit gefunden habe vor mir, die Bootfahrerei, ja. Früher hat das einmal 9 € gekostet. Hey, ich bin auch noch da. Ja, haut ab, ey, das kann nicht sein. Oh, jetzt bin ich am Arsch. Wir sind am Arsch. Ja, ich konnte dich nicht aufheben, weil die hat mich so weggeknallt, ne? Und da habe ich versucht, die noch wegzuschießen. Bleib du liegen oder rennst nochmal? Ja, Moment, ich lauf mal. Ja, und da hat einer vor mir für 2 Erwachsene, 2 Kinder 72 € zahlt für St. Bartholomä zum Fahren. Und wenn du davor ausgehst, vor 10 Jahren hat das noch 9 oder 10 € gekostet für einen Erwachsenen. Ja, also Umweltschutz etc., okay, alles gut, aber für eine Familie 72 € abzuknüpfen, nur damit sie da ein bisschen Boot fahren können. Und dann war das Boot voll geklatscht bis oben auf. Also im Sommer würde ich da nie fahren. Ich war mal im Frühjahr und im Herbst. Da ist zwar genauso teuer, aber die Hälfte Leute. Also das ist irre. Ja. Und solche Sachen möchte ich halt dann in dem Video oder in die Videos, was ich vorhab, mal erzählen, dass die Leute ein bisschen einteilen können. Ja. Weil bei uns, wo in meiner Gegend, wo ich bin, da kannst du echt gut und günstig essen, da kriegst du Currywurst noch für 8,60. Wenn du weißt, wohin gehen musst. Oder auf der anderen Seite kostet es dann wieder 12,80, wenn du irgendwo gehst und kriegst du so ein kleines Würstel, wo du nicht weißt, liegt jetzt ein Wiener drauf oder was ist das? Weißt schon, das ist
Bayern Currywurst ist eh so eine Sache. Wenn, dann musst du auf Berlin fahren, da kriegst du die richtige. Sag ich immer. Weil die haben es erfunden. Ja, aber die schmeckt mir persönlich nicht. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet Ja, hier, die haben da ne? weiße, ne? Eine weiße Wurst, ne? Ja, nee, ich weiß das gar nicht. Also ich habe mal genau, ich hatte mal eine gehabt, weil wir bei uns hier im Ruhrgebiet auch eine hatten. Die hat auch Berliner Currywurst gemacht, ne? Und ich muss echt sagen, mir persönlich hat sie nicht geschmeckt. Mhm. Und aber wie du schon sagtest, du hast hier bei uns zum Beispiel die Currywurst immer so für 5,50 € bekommen. Ja, genau. Mit Pommes und mit allem drum und dran, ne? Ja. So, dann war ich ja, wie gesagt, in Österreich. Da wollten die für eine Currywurst für eine Bratwurst und mit Beilage 10 € haben, ne? Mhm. Da habe ich schon gesagt, nee, das zahle ich nicht mehr, ne? Das mache ich nicht. Du hast aber nicht vergessen, Österreich hat einen anderen Steuersatz. Die haben überall die gleiche Mehrwertsteuer drauf. In Deutschland hast Ja, du, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher waren es 7% und 19%, jetzt meine ich, hast 21% und Essen, ich weiß nicht, ob sie es drauf da haben, ich glaube 14. Müsst ihr aber lügen, weiß ich jetzt nicht. Normalerweise, wir mhm. haben aufs Essen einfach einen anderen Steuersatz und in Österreich ist immer so, dass da mehr Steuer drauf ist. Und deswegen ist er auch teurer. Boah, bist du hin? Nee, nee, ich lebe noch. Ich bin hinter dir. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, ne? Jetzt habe ich hier gelesen, Timmendorfer Strand. Ja? Da nehmen die für eine Currywurst Pommes 17 €. Ja, das ist doch, da grenzt doch mittlerweile an 17. Lächerlichkeit. Das ist doch nicht mehr. 18 €. Kriegst du dann ausschaffen, ey. Ist nur da? Jetzt geht mein Discord nicht mehr. Geschichten aus dem So, Paulanergarten. mein Discord ist nicht mehr gegangen, ich hab den nicht mehr gehört. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, genau. Ja, genau. Gut, besser, Paulaner. Paulaner. 17 € für eine Currywurst, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, bist du blöd. Ja, das ist doch crazy, oder? Hey, die kostet im Einkauf nicht einmal 1 €, die Scheißwurst. Ja, da Hm, kannst du mal sehen. Und wo kommt der her? was wollte ich sagen? Ja, und dann kam ich aus Österreich zurück und habe in Erlangen Zwischen übernachtet, ne? Aha. Und dann war halt erstmal schon schwierig, überhaupt was zu finden, weil überall stand dann samstags geschlossen, samstags geschlossen. Ne? Ich so, ja toll. So, dann habe ich irgendwann mal eine Pizzabude gefunden. Ich meine, war auch sehr schön gemacht, ne? Die hatten 'n schönen großen Raum gehabt, wo du dann auch die Pizza essen konntest und so, ne? Da habe ich 'ne popelige Salamipizza. Ich meine, die war wirklich, dafür war die groß, ne? Die war echt, das kannte ich halt nicht, ne? Da Mhm. hat die Pizza 15 € gekostet, 15 €. Mhm. So, und dann noch 'ne Pepsi, dann war ich 20 € los, Mhm. ne? Dann Bist kam gut 'ne dabei. Großfamilie rein. Hm. Frau, Mann und 3 Kinder. Und dann habe ich mir so überlegt: okay, jetzt essen die ungefähr alle so für 20 € grob geschätzt, ne? 80 € im Arsch. Da bist du auch mal eben ganz schnell 'n Huni los, ne? Das Ja, ja, das ist eben, und genau deswegen möchte ich eben die Videos machen. Ich habe jetzt halt ein bisschen was abgedreht über den Großglockner, über den Königssee, dann über das Hotel, wo ich, oder das war eigentlich ein Bauernhof, ein Landhotel, wo ich gewesen bin, und das ist alles human gewesen, also vom Preis her. Ja, mhm. und da habe ich halt ein bisschen, ja, Kruzifix, da kommt schon wieder einer daher. So, Ja, jetzt aber aber. ich sage mal ganz klar, dass ich denke, dass du da 'n Zuspruch bekommen wirst.
Das Problem ist, Weil ich habe einen weil viele Gaming-Kanal und Familien, der ist ja, auf das ausgelegt. Also der ist ja so deklariert. Also wenn es da reinhaut, dann finden die Leute vielleicht die Videos, aber eben das andere auch. Ich weiß nicht, ob das produktiv ist, weil dann die Leute, wo Gaming anschauen, nicht unbedingt dann das andere sehen wollen, weil das ist eine ganz andere Sparten von Leuten. Ich meine, die, wo spielen und zocken, also die meisten sind doch so ab 30, sage ich mal. Die meisten haben Kinder. Und also zumindest die, wo jetzt ich kennengelernt habe. Ich habe ja gemeint, früher, bevor ich das angefangen habe, ja, die Zocker, die sind so zwischen 16 und 20 irgendwo. Ja, ja, mhm. weit gefehlt. Das sind zwischen 30 und 60. Das ist eigentlich der Jahrgang, was ich bin. Also zwischen Jahrgang 70 bis, weiß nicht, bis 80 vielleicht. Das sind nur die Hardcore-Zocker, der Ursprungskern für die ganzen Spieler. Da habe ich Ja, das Gefühl. aber da sind ja auch genug Leute dabei, die entweder Enkelkinder mit haben im Urlaub Ja, oder eigene Kinder noch haben. Und selbst wenn du kannst ja auch eine Verlinkung machen, ist doch egal. Du richtest dich an beiden Sachen, einmal an die Gamer und wie du schon sagtest, das sind ja auch viele in unserem Alter. Guck mal, ich bin 52 mhm. und mich interessiert das auch. Ich meine, ich bin zwar Single, aber auch ich muss auf mein Geld gucken, ne? Ich bin nicht der Großverdiener und, Ja. äh und ich denke mal, es sind ja viele, Sparten, ne, wo man einfach sagt, dass das einfach zu teuer ist. Und selbst wenn ich Ja. Großverdiener wäre, ne, ich würde trotzdem sagen: habt ihr sie noch alle auf der Leiste?“ Selbst wenn ich mir leisten könnte, ich würde mir keine Currywurst für 17 € aufwärts kaufen. Das ist mir einfach, du musst das Preis-Leistungs-Verhältnis ja auch sehen, ne? Und Ja, ne, genau. Ja, war jetzt so mein Gedanke, ich probiere das sowieso jetzt mal. Einfach mal probieren, weißt, wie es ankommt, ob es ja, angeschaut wird oder nicht. Und genau. dann ich denke schon, weil so wie es mir geht, geht es ja vielen. Mhm, Und ich denke, das ist keine schlechte Idee und es gibt so in der Richtung nicht. Und da ich halt da viel Erfahrung habe von dem, was wo ist, weißt. Ich muss nur immer aufpassen, wenn ich lokal irgendwie fotografiere, ich arbeite voll mit Fotos. Und weil Filmen ist sowieso eine Geschichte, weil wegen Datenschutz und Scheißdreck, ne? mhm. Und da musst du aber jetzt erst fragen, darf ich Werbung machen für euch? Und muss zum Chefin gehen und muss da genehmigen lassen, sonst kriegst du gleich wieder eine auf den Sack. Also man kann eigentlich nur mit Fotos arbeiten, wo eigentlich keine fremden Personen mit drauf sind, ne? Mhm. Das schränkt alles ein bisschen ein, sag ich jetzt einmal. Aber es ist machbar. Ich habe schon ein bisschen was, aber ich muss erst schneiden und bearbeiten und das ist eine langwierige Geschichte, weil es ist anders, als wenn du jetzt Gaming-Content machst, dann nimmst du einfach einen Scheißdreck auf. Es ist ja immer das gleiche Ding, verzehrst fast immer das Gleiche und du kannst aber bei anderen Filmen nichts vorbereiten, dass du praktisch so eine Art Bausteine machst, was? Das geht nicht. Mhm. Weil sie jedes Video individuell und da brauchst du schon mal Wochen, bis das Ding geschnitten hast. Und ich möchte wissen, ob sich der Aufwand dann lohnt, weißt? Weil wenn es nicht ankommt und dann nicht ein paar tausend Klicks drauf sind, dann rentiert sich das nicht. Mhm. Weißt? Also es muss ja dann tatsächlich für mich auch ein wenig rentieren, dass ich halt Einschaltquote, aber wo kommt denn der her? Die Einschaltquote auch. krieg oder irgendwas, ne? Ja gut, ich meine, aller Anfang ist schwer, Ja, ne? logisch. Du Ich kannst mach, es mal ein paar Wochen probieren, ja, ich mache jetzt ne? den Gaming-Content da, sage ich jetzt einmal, schwaches halbes Jahr. Und durch meinen bayerischen Dialekt habe ich jetzt nicht den großen Einzug als wie jetzt ein anderer. Und das Problem ist, ich bin halt ein Spieler und kein, nicht exklusiv jetzt ein Creator, dass ich jetzt alles auf mein ganzes Leben auf das auslege und mich da zuerst einlese, damit ich da keinen Scheiß nicht laber, dann lass es lieber bleiben, weißt? Weil Mhm. jetzt Desano zum Beispiel, der macht das beruflich und der, wenn was macht, der liest sich schon von Anfang an, wenn das Spiel rauskommt, der arbeitet sich da richtig rein. Und das kostet richtig Zeit. Weißt? Und vor Ja, allem darf es auch nicht blöd sein, weil du musst die ganze Scheiße, ja, jetzt bin ich gleich wieder am Arsch. Ich kann nicht aber ich reden muss und jetzt spielen mal gleichzeitig, das haut einfach nicht hin. Da hängt so viel Arbeit hinten dran, weißt? mhm. Und das Problem ist auch für YouTube, solange ich nicht 500 Follower habe, dann sind so viele Aktionen für mich gesperrt. Das weiß halt der Normaler, wenn er anschaut, das Video oder den Kanal nicht, aber ich kann zum Beispiel keine Webseitenlinks in meine Videos rein tun. Verstehst du? Das Mhm. lassen sie noch nicht zu. Und es ist echt hart, mit einem Spiel, wo schon lange am Markt ist, da Follower zu kriegen, weil einfach Leute da sind, die wo viel besser sind, weil sie einfach viel mehr Ahnung haben von dem Ganzen.
Bei mir Mhm. ist alles, was ich mache, einfach auf Erfahrung basierend, aber jetzt nicht unbedingt auf Wissen, weißt du, wie ich meine? Was ich Ja. mir jetzt erlesen oder erlernt habe oder irgendwie so. Ich habe halt den Vorteil, wird's, ich nehme jetzt mal Shoot to Loot. Der macht geile Builds, meistens also nur Overpower und was der Teufel, also die Dinge stärker geht's nicht mehr, als was der zusammenstellt. Ja, bei dem ist aber dann irgendwann mit Bild ein Verfilmen Schluss, weil es ist das Zeug da, wo es da ist und mehr geht nicht. Ja? Da kannst du dann nichts Neues mehr bringen. Jetzt verlagert es sich natürlich alles auf die anderen Games, wo neu kommen, damit der Content zusammenbringt und sein Ziel verfolgen kann. Super gut, der Mensch ist echt genial und hat auch brutal was auf dem Kasten. Aber sowas kann ich gar nicht bewerkstelligen, weil mir die Zeit fehlt, weißt? Das Mhm. meine ich damit. Und bei mir geht es einfach nur um Spielspaß bei der ganzen Gaudi. Weil ich habe alle guten Sets natürlich und was jetzt der Shoot baut, die sind meistens so krass schwierig zum Spielen oder eigentlich im Allgemeinen teilweise gar nicht zum Spielen. Weil die sind stark und stärker geht's nicht, aber ich habe fast alle probiert, was er so baut hat. Ich stelle mir das blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du musst mit dem schießen und mit dem schießen, damit du die Buff aufbaust, weißt du, und das ist mir einfach zu kompliziert zum Handeln, die ganze Gaudi. Aber er hält, was er verspricht. Und beim Desano, der macht es einem ja so auf ähm, Inspiration für andere, ja, und auf Spielspaß aufgebaut. Da gefallen mir die Dinger teilweise, also besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du Wissen brauchst, irgendwas ausrechnen oder irgendwelche Werte, bis du auf das Höchste kommst, ist der Shoot gut. Und wenn du auf Spielspaß gehst, ist der Desano gut. Und wenn du irgendeinen Schmarrn hörst oder ein bisschen Krantlerei, dann musst du dann einen Charles nehmen. Mhm. Das sind die Ja, aber drei großen eigentlich. ich denke mal einfach, das ist allgemein relativ schwierig geworden, Ja, weil so viel Streamen das aus Zuschauer ist. Zuschauer zu bekommen. Und Ja. okay, ich hab jemanden auf Twitch zum Beispiel, der ist echt nett, der Kerl, der kommt auch aus deiner Ecke so, ne? Ah, Der ist auch seit Jahren auf Twitch unterwegs. Der hat kaum Zuschauer. ah. Wirklich kaum, ne? Und der spielt gar nicht mal schlecht. Der spielt echt gut für nichts persönlich so ne? Und der spielt auch ohne irgendwelche Hacks, Cheats oder was auch immer. Mhm. Ja, und äh, der kriegt keinen Anteil, ne? Großartig. Das ist verdammt schwierig, auf dem Markt, sage ich mal, Fuß zu fassen, um dann später sagen zu können, ist ein gutes kleines Taschengeld, was du nebenbei noch verdienst, ne? Deswegen einfach mal Ja. andere Sachen probieren. Vielleicht ich meine, denke ich mal, so wie du gerade schon das da dir ausgedacht hast, Ja. ich denke, dass das einen guten Zuspruch finden wird auf Dauer, ne? Weil Ja, die wir Frage ist, müssen wir ob ich es müssen umsetzen kann, so richtig, weißt? mhm, Weil ich habe schon normale Filme, das Tageseinsatz, den bräuchte ich noch. jo. Grand Washington. Und dann ist eh schon wieder halb, dann jetzt schon Ja, wieder. irgendwann muss man ja probieren, ne? Und gibt viele Nischen. mm, Ja, Und ich wenn denke man mal da halt, Fuß fassen kann, ne, warum nicht? ja, ich kann ja nicht so viel bringen wie manch anderer, weißt? Wie gesagt, ich muss mir noch so das ist halt so, wie heißt denn das? So ein Actioncam kaufen, so auf dem Stock. Ich weiß nicht, Mhm. das kostet aber 400 € das Scheißding. Und nimmt aber gute Aufnahmen und sowas ist halt dann schon fast zwingend, weil einfach da ganz andere Aufnahmen präsentieren kannst, dass wir, wenn ich jetzt mit normaler, ich habe im Urlaub mit Handy gemacht und mit der EOS, also mit der Canon-Kamera Mhm. Ja und gut, aber kommt ja drauf an, welche EOS du hast, ne? ja, 2000er, 2000D ist das Ah, also okay. nur einfacher, ne? Ja. Aber für mich reicht's, mach gute Foto und ich habe halt das mit angefangen, im Hintergrund ein Video zum Laufen lassen und dann spiele ich die Fotos ab und erkläre halt da was dazu. Ne? So Mhm. muss ich es machen, weil ich einfach das Equipment einfach noch nicht habe. Und da brauchst du Ja. im Grunde so eine Actionkamera und eine Drohne und dann kannst du gute Aufnahmen präsentieren, dann ist das auch unterhaltsam, weil die Leute fucking Hotel, sorry. Warte mal, der kommt oder kommt er nicht mehr? Der kommt nicht mehr, der geht raus. Okay. Ja, das habe ich aber manchmal auch hier, wenn ich hier zum Beispiel, wie heißt es? Liberty Island. Wenn ich da in so eine Gruppe reinkomme, bin ich direkt weg.
weil die Mission, die mag ich aber überhaupt nicht. Und, na ja, Ja. Ich mache aber das nur wegen die Aufgaben, wegen die Tagesdinger da. äh, ja, guck mal, ich zum Beispiel, ich gehe auch, was heißt viel, ich gehe auch fotografieren. Mhm. Das mache ich meistens im Urlaub, dann ist das für mich 'ne Entspannung und habe mir dann halt entsprechend auch das, Equipment jetzt gekauft gehabt vor 2 3 Jahren oder so. Aha. Ja, und das ist halt so, ne, hat auch nicht wenig gekostet. Ich habe jetzt zum Beispiel die Canon EOS R, Mhm. ne, und ja, Ist damit auch kannst du gut sauteuer, das Videos Ding, hey. die war zu dem Zeitpunkt, ganz schön teuer. Die kriegst du jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Die ist, glaube ich, jetzt seit 'nem halben Jahr oder so vom Markt. Und da war die richtig günstig. Da hätte man noch gut, kaufen können. Und mit der Kamera bin ich echt zufrieden. Die verzeiht viele Fehler, sage ich mal. Ja, mittlerweile bin ich da auch relativ fit mit der Kamera. Ja, Ja, man muss sich halt arrangieren und ist halt 'n bisschen was anderes als mit 'ner Spiegelreflex, ne, ja, die ich da denke ich. vorher hatte. Ja, und damit kannst du auch, ganz gut Videos machen, ne, sage ich mal. Wenn Ja, wie man gesagt, will, ich habe ne? jetzt einfach mit Handy gearbeitet und ich schaue einfach mal, ob das generell ankommt oder nicht. Oh, leck, oh, das ist Sackenratte, Ja. Ich El sage mal, Sackratte. klar, bevor du viel Geld ausgibst, ne, und du dann wirklich kaum Zuschauer hast, da würde ich erst Ja, mal klein anfangen, erst mal mit dem arbeiten, was man hat, ne? so ist es genau. Das wollte ich halt einfach mal probieren. Oh, da kommt 'n kleiner Buggy angefahren, ne? Ja, wo ist denn der? Abgehauen. Ja, der fährt zu dir hoch, aber ich habe den grade erledigt. Aha, ich hau dem mal ein paar auf die Mützen da. So, jetzt auch. Ja, eben durch meinen Dialekt, ich kann Hochdeutsch nur bedingt reden, also mit dir versuche ich es auch ein bisschen einzudeutschen, ja, aber man merkt es einfach, der Dialekt, wenn ich flüssig reden soll, dann muss ich bayerisch reden. Dann hört sich das auch, sonst ihr hört es auch nicht authentisch an, was? Das hört sich geschwollen an sozusagen. Aber ich versuche halt eingedeutscht zu sprechen, weil sonst, wie soll ich sagen, es hilft mir auch nichts, wenn mir keiner versteht, weißt? Mhm. Und wenn ich so Urlaubsvideos mache, muss ich Hochdeutsch reden oder zumindest annähernd. Weil Ja. wer bei uns Urlaub macht, der spricht in der Regel nicht bayerisch, ne? Mhm. Und Genau. so muss ich irgendwo, scheiße, muss ich einfach also einen Zwischenweg finden und das wird mein Hauptproblem werden eigentlich. Und da muss ich üben. Ja. Mhm. Aber Ja, mal, ich habe damals auch gesagt: „Ach, die Österreicher, die verstehst du, ne?“ Ja, mhm, aber wenn die richtig auf Österreichisch reden hast oder, du keine ne, Chance. oder Bayerisch, ne, so wie bei dir, Ja, dann verstehst du nix mehr. wenig wahrscheinlich. Da brauchst du Übung zum Zuhören. Ja. Ist tatsächlich so. Weil im Bayerischen und im Österreichischen, da werden viel Buchstaben verschluckt und dann kommen noch die Sonderwörter, sage ich mal dazu, die wo es in Mhm. Hochdeutschen noch gar nicht gibt. Also einfach bestimmte Ausdrücke, die wo halt Die verwendet werden Semmel. und da kommst du halt nicht mehr mit, dann ist es ganz klar. Wenn einer richtig Mhm. Kölsch redet, dann verstehe ich auch keinen Fotzen voll mehr. Ja, das habe ich aber auch gehabt. Ich habe 'n waschechten Kölner gehabt, der war auch 'n äl ja gut, der war natürlich schon 'n ganz schön alter Mann, ne? Ja, wenn der, angefangen hat, auf Kölnisch zu reden, da habe ich gar nix verstanden, null. Na, ja, jetzt Das ist mitten, aber überall, das ist auch bei den Hamburgern, wenn die anfangen, auf ihre Sprache zu sprechen, ne, da verstehst du da auch nix mehr von, das. ja, ist ganz klar. Das ist immer mit Dialekt so. Aber man muss es halt dann ein bisschen, beim Bayerischen Rundfunk oder Bayerischen Fernsehen, da reden sie ja auch bayerisch, aber trotzdem so, dass jeder versteht. Das ist das Mhm. Oberbayerisch, sage ich mal. Aber das ist halt, dem Dialekt bin ich nicht mächtig. Also bei mir merkt man das sowieso sofort immer, wo ich her bin. Ja, weil ich kann das gar nicht so. Ja, mir fehlt einfach die Übung. Ich habe auch in der Schule immer Probleme gehabt, weil ich konnte nicht Hochdeutsch reden. Ne? Und bei uns Mhm. war es ja nur so, man musste Hochdeutsch reden im Referat oder irgend so. Ich habe das grundsätzlich auf Bayerisch gemacht und grundsätzlich immer 2 Noten schlechter gekriegt. Obwohl der Inhalt gut war, aber sie haben nur immer gesagt, ach, deine Aussprache. Sage ich ja. Mhm. Ja, man wird sehen, aber ich sag, man muss immer der bleiben, wo man ist. Und ich denke, es wird sich, die, wo in Bayern Urlaub machen, die mögen den Dialekt und dann werden sie sich auch Mühe geben, mich zu verstehen, sag ich jetzt mal.
Genau. So weit gehst. Aber einmal habe ich einen Kommentar drin gehabt auf YouTube. Also, ich weiß nicht, der hat reingeschrieben, Alter, was für eine Sprache sprichst du? Oder bist du behindert oder irgend sowas, weißt du? Da haben wir gedacht, Alter, Hä? schneit's bei dir noch? Weißt du? Ja, Also richtig heftig. ja, du redest doch für mich ganz normal. Ja, Ich also, rede normal. Also, ich ja, kann aber jetzt das nicht habe den ich ja, tiefsten das Dialekt hast du reden, wohl. als wie mit dem Spätzl, der wo von da kommt. Das ist ganz klar. Ich muss selber ein bisschen schauen, dass ich das Eindeutsche sage ich mal, ja. Aber dass ich mit Ja, dir jetzt nicht Vollgas Dialekt reden kann, ist mir auch bewusst. Das mache ich auch aber nicht. ich habe damit kein Problem, wie du jetzt redest. Also von Naja, daher. dann brauchen wir ja nicht mehr zusammenreißen. Aber Ja, ich sag mal, wo ich hier in Sarajevo stationiert war, ne? Da hatte ich auch einen gehabt, so 'n Stabsunteroffizier, der kam, ich glaube aus Heidelberg oder so. Also 'n richtiger Schwabe, ne? Wenn der angefangen hat, Schwäbisch zu reden, da standen wir alle davor: was hast du gesagt?“ Und dann wurde der richtig sauer, ne? das ist auch Ex-Militär. Mhm. Cool. Ja, ich war, 4 Jahre. Nur Ich 4 war, Jahre, sagen wir mal so. ich war 12 Aber Jahre. das Problem ist halt einfach gewesen, ich konnte diesen Dienstgrad, den ich da hatte, ich war ja nur Mannschaftsdienstgrad, den Oh, konnte ich, glaube ich, nur bis zum 32. Lebensjahr machen, dann musstest du raus. mhm, Mittlerweile ist das ja alles, so weit runtergeschraubt worden, selbst wenn ich bin jetzt 50 ungefähr, ne? mhm, Selbst da würde mich die Bundeswehr noch nehmen, ne? Aber ich habe jetzt Behindertengrad und dann nehmen die mich nicht mehr. ja, Sonst hätte ich echt noch mal überlegt, noch mal zur Bundeswehr noch mal zurückzugehen, ne? ja, wir würden es schon nehmen. Ich war Feldwebel, ich war Spieß, Mhm. aber ich mag nicht mehr. Schnauze voll. Ja gut, mittlerweile darfst du ja auch gar nix mehr, ne? Aber es ist auch 'n anderer Gesichtspunkt, ne? A, du darfst nix mehr und B, weiß ich nicht, ich sage mal, wo er losging mit den Auslandseinsätzen und so, da haben die ja so viel Gelder weggenommen, dass du hier überhaupt nix mehr machen konntest, ne, großartig. Ich habe noch nicht mal mehr 'ne Schuhcreme bekommen, die musste ich mir privat kaufen von meinem eigenen Geld, weil die Bundeswehr nicht mehr in der Lage war, mir Schuhcreme zu besorgen. Okay. Ja, das ist doch 'n Witz. Ja, aber das kennen wir doch. Wird gespart am falschen Eck, so jetzt sind sie im Arsch. Mhm. Ja, das war auch 'ne Aufgabe, ne, die wir diese Woche machen mussten. Was denn? Upbringe Agent Skill. Echt jetzt? Keine Ahnung. Ja, das war muss ich mal eben gucken. Das müsste jetzt auch abgerechnet sein. Gucken wir mal. Wo war das Projekt hier genau? Ah, servus, jetzt habe ich es gerade gelesen. Live-Chat. Guten Morgen an die Okay. Runde. Es geht eigentlich nur noch Desano. Charles und Shoot spielen das nicht mehr, was ich schade finde. Ja, ja, weil die keinen Content mehr, keinen sinnvollen Content mehr erstellen können, weil einfach nichts Neues zum Spiel dazukommt. Beim Shoot weiß es aus erster Hand, also vom Shoot selber, der macht es schon noch, aber erst, wenn wieder was dazukommt, weil dann rentiert sich's für ihn. Weißt du? Mhm. Ja. Genau so ist es. Und bei Charles ist es das Gleiche. Der Charles, der hat einen Haufen Follower, der muss ja seinen Kanal am Leben halten. Und wenn der immer wieder das Gleiche bringt, bei mir ist es noch wurscht, ich bin klein, ich kann bringen, was ich will, weil ich habe die meisten Sachen noch nicht durch und noch selber nicht gebracht. Aber bei die Großen, die brauchen Content. Und das heißt neue Sachen. Und Mhm. jedes Set gibt es schon 1500 Mal. Wenn ich ans Neu stelle, das gibt es mit Sicherheit auch schon, aber halt irgendwann vor 4 Jahren mal eingestellt und wenn er noch neu mit dem Spiel ist oder noch nicht so alt wie jetzt ich, ähm, dann sehen die das eher als wie jetzt halt von Shoot oder Charles und genau das ist halt dann mein Punkt, dass die Leute auch meine Sachen anschauen. Ja. Ja, Also für mich, du musst es halt neu hochladen, ne, dass es aktuell ist, dass man es ja immer noch genau. spielen kann Ja, und ich mache alles selber, ich schaue nichts ab. Also ich schaue zwar, wie die anderen das vom Stil her machen, ganz klar, weil mich ja irgendwie ein bisschen orientieren muss.
aber ich schaue tatsächlich nichts ab. Und wenn, dann sage ich es dazu. Ich habe das da und da gesehen bei dem und dem und das habe ich jetzt nachgebaut und mache das. Weil ich mag Hm. mich jetzt da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, ja. Ja, Aber es kann natürlich auch sein, dass ich was mache, ich finde es aus neu und irgendwer hat das irgendwann schon mal gebracht. Das weiß er natürlich nicht. Äh, Weil ich kontrolliere jetzt da nicht nach. Mhm. Mhm. Ja, mir geht's also morgen nicht. Exo. Aha. Ja. Ja, bei mir kommen viele Sachen durch Zufall oder dass ich sage, ich habe jetzt die Waffen da und ich mag jetzt aus der Waffen irgendein Bild dazu bauen, weil die spielt keiner. Wie jetzt die grausame Anordnung oder wie es heißt das Ding. Da habe ich so ein No-Aim-Bild gemacht. Das ist eigentlich nur ein Fun-Bild, weil du spielst kontinuierlich ohne Zielen. Einfach nur von der Deckung aus der Hüfte oder so und machst doch einen guten Schaden. Ja, Diamantklapperschlange. Alter, die braucht doch keine Sau. Äh. Genau, aber mit der Klapperschlange habe ich auch ein gutes Bild gemacht. Da machst du pro Schuss dann 6 Mille. Es sind so Sachen, ähm, ja, die machen mir Spaß und ich denke mal, warum soll es nicht bringen? Vielleicht macht es einen anderen auch Spaß. Ja? Und wie gesagt, die mega High-End-Teile, die bringen zwar mehr Einschaltquote, aber auf das gehe ich jetzt nicht so unbedingt, weil das hat ja irgendwer schon mal gebracht und warum soll ich das dann nochmal bringen? Ja. Da wird sobald ich neu schreibe Striker oder Hunter Set, dann habe ich 2000 Klicks drauf und wenn ich irgendwas anderes mache, dann schaut es keiner an. Also, was machen die Leute? Immer nur auf Meter und maximal Damage gehen. So, aber es gibt viel geile Builds, die wo halt, was weiß ich, Statuseffekt-Builds oder irgend so Krampf. Ein Spätzle von mir, vom Tears for Fears Clan, der hat einmal ein Statusbild mir gepostet, das habe ich dann auch gebracht. Da hast du dann 7 Statuseffekte oder was drauf, wenn es dann mal schießt oder so, ne? Das ist jetzt nicht der Mega-Damage, aber es macht einfach Spaß mit dem Ding. Naja, genau. Ja, genau. Wenn du Gruppen hast, die wo aufeinander abgestimmt ist, dann macht das Spiel so richtig Spaß. Genau. Äh, boah. Ja, der Publisher, der hat da gar nichts gemacht, du hast einfach nur Pech gehabt. Der hat mal behaupten. Ja, ah, ja,
Geht's nicht mehr. Ja. Ja. Es ist blöd. Nein, es ist nicht so. Man meint immer, es ist genauso, wenn du irgendwas Bestimmtes farmen möchtest, irgendwie weiß das Spiel, was du möchtest und kriegst garantiert nicht. Wenn du es dann nimmer suchst, dann kriegst du es. Das ist einfach nur scheiß Zufall, sonst gar nichts. Das ist nur scheiß Zufall. Hm. Ganz normal. So, ich muss jetzt mich verabschieden. Jetzt tue ich noch ein bisschen was zerlegen, weil jetzt muss ich dann meine Kinder aufwecken. So, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Man wird sich sehen. Jo, bis dann. Jo, genau. Also, ciao, ciao. Servus.